B, Seira. A, T. Sie ist im Bad. Der Sanity ist gerade um 20 gedroppt, wir haben aber nur immer 36. Wallek! Oh. Was war? Der Schafker des Lebens. Ich hasse Spiel. Ich hasse Spiel so stark, ich sag's nicht, wie es ist. Wir haben das Licht jetzt andraht. Chat, ich bin von dem Spiel komplett gemeinfuckt. Ich bin gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da um mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%ig, das schwöre ich Ihnen. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen mit, also die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Ja, stirb endlich. Schau der Zwirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Wailstone. Ja, sag mir's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterher gibt. Mein Gott, ey. Manchmal muss ich echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf der Zeit. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh auch nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut, das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da die wackelt mit der. Wer wollte vorher Tipf sein? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen, ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da, ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Knockert wo? Ja, das wird nicht funktionieren in Assassin's Creed, glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, auch an die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? What?
Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Weil wenn du Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler auch, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bitchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stage-Diver. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant, gell? Das ist aber hoffentlich klar. Das ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. 2 Pokémon. Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Ich glaub, da geht was. Ah, wieder nicht leck. Heilige Scheiße. Was soll... Oh, leck mich am Arsch. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Okay, ich glaube, nach dem heiligen Stream wäre ein Cooldown von. So, einen wunderschönen Sonntagmorgen, Freunde der Sonne. Ja, die Assi sitzt seit 9 in der Früh im Stream. Ich weiß nicht, entweder. この目は闇がよく見える。 Was sehen wir Du selbst? schubst Namensvetter. Ja, weißt vor allem, was geschubst ist. Eine Sekunde bevor du gesagt hast, hat mein Smartwatch vibriert. Ich verstehe die Frage nicht. Ist das jetzt so eine versteckte technische Eigenschaft von meiner Smartwatch, die vibriert, wenn Subs reinfliegen? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Gut zu Fuß, was hast du mit meiner Uhr gemacht? Sag's gleich, wie es ist. Danke dir für deinen Resub im 25. Monat. Vielen lieben Dank. Über 2 Jahre dabei und immer nur der gleiche geschubste. Perfekt. Danke dir für deinen Support. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Weiterhin willkommen. Ist aber sowieso klar. So, guten Morgen Yassi, guten Morgen Price, guten Morgen Rappy, guten Morgen Birgit und der Gut zu Fuß ist auch schon und der Herr Cartman ist auch schon da. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen überlesen, aber ich glaube, das soll dabei einmal passen. Leute, wie geht's euch? Hat's eingestimmt für das Ende des Jahres? Wie schaut's aus? Alles gut bei euch? Wie geht's euch? Alles zauberhaft? Ich hoffe doch. Also meine 4 sind ungefähr komplett am Ende. Ne? Ich habe ja gestern LK-Turnier gespielt. Also sprich, das sind über das Jahr verteilt
hast du ja quasi, gibt es so LK-Turniere, also LK ist quasi die Leistungsklasse beim Tennis und die kannst du halt verbessern, indem du halt Siege einheimst. Ne? Und gestern war bei uns im Heimatverein ein LK-Turnier und da habe ich mitgespielt und das zweite, also das erste Spiel hat 1,5 Stunden gedauert, das habe ich gewonnen und das zweite Spiel, das habe ich auch gewonnen, aber das hat 2 Stunden 47 Minuten gedauert und ich sage es ich war gestern komplett am Ende. Ich war gestern komplett am Ende, wie ich daheim war. Ich war dann mit der Frau Bazi abends noch eine Stunde einkaufen, das ist eine super Idee vor Silvester. Dann haben wir Essen gekocht und dann war ich platt. Ne? Dann war ich absolut platt. Aber sonst alles tutti fein. Meine Füße brennen halt noch entsprechend, aber es ist okay. Luki macht Pancakes und ist in der Küche. Sehr gut. Da hat er absolut nichts falsch gemacht damit. Hab 69.999 Kanalpunkte. Das ist gut. Vor allem die 69 gehen gut. Müsst ihr gut zu Fuß. Und Prof, Avitere. Grüß dich. Ripsi, guten Morgen. Letzten Tag immer einen guten Morgen beieinander. Ja, der letzte Tag des Jahres. Möchtest du sein? Nicht glauben, yes, das kommt. Na, heißt das laut? Bist du bescheuert? Teufel grätscht der meiner mit der Lautstärke. Moing, grad nur rechtzeitig aufgewacht, Dabat 1 zauberhaft. Weil wir jetzt nicht rennen müssen, wir haben ein wenig Zeit, aber vielen lieben Dank, dass du pünktlich am Wecker gestellt hast und vielen lieben Dank für deine 19 Monate. Vielen herzlichen Dank für deinen Support und weiterhin herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast gut genächtigt. Ich hoffe, ihr habt gut genächtigt. Und ich hoffe, es ist alles soweit in Ordnung bei euch. Na, sagt ja leid, Chills, es ist gut. Tun Sie chillen. Jassi, danke, dass du an Mescalin an Sub giftest. Vielen lieben Dank. Mescalin, falls du schon da bist, willkommen in der Bazi-Gang. Du bist ab jetzt auf offizieller Geschubster. Ob dir das passt oder nicht, aber ich hab mir sagen lassen, das ist gar nicht einmal so unflauschig. Willkommen, ne? Falls du schon da bist und Jassi, vielen lieben Dank. Jetzt chillt's wieder, ne? Ist so alles in Ordnung. GSC Hubst. Ja, genau, GSC Hubst. Mehr GSC Hubst ist mehr gut. Ich chill seit nicht da. Ja, und deswegen haust du jetzt einen Sub aus, weil es dort schon eine Stunde vor einem leeren Bildschirm sitzt, so auf Theater oder was. Perfekt. Alles richtig gemacht. Aber gut. Jui, habe ich dir, grüß dich gut. Freunde der Sonne, wir haben heute ein kleines Giveaway. Ne? Wir machen heute ein kleines Gewinnspiel. Anlässlich, also von mir aus gesehen, als Dankeschön, dass ihr quasi übers Jahr verteilt da habt, ja, und den ganzen Schmarrn, den ich da betreibe, supportet, in welcher Form auch immer, ob es durch Subgifts ist, ob es durchs Followen ist, ob es durchs Zuschauen ist. Hauptsächlich das ist durchs Zuschauen. Und da gebe ich heute ein bisschen was an die Community zurück. Und zwar wird das wie folgt ablaufen. Es gibt für diesen Stream heute eine eigene Kanalpunktebelohnung, ja. Ihr könnt auch Ausrufezeichen Info in den Chat schreiben, dann kriegt ihr also ganz kleine Erklärung, wie das Ganze halt abläuft, aber ich sag's jetzt einmal so kurz in ausführlicher Form. Kurz in ausführlicher Form, vor allem kurz in ausführlicher Form. Es wird so ablaufen, ihr könnt über Kanalpunkte zweimal das Gewinnspiel einlösen, das kostet einmal 10, also kostet jedes Mal, was es einlöst, kostet es 10.000 Kanalpunkte. Also sprich, ihr könnt 20.000 Kanalpunkte investieren. Und dann werden am Ende alle Namen in ein Glücksrad eingetragen. Meine Mods bzw. ich, wir schreiben das mit. Und dann werden 2 glückliche Gewinner gezogen. Und diejenigen, die da gewinnen, die gewinnen einen Zip-Hoodie aus meinem Merch-Shop. Ja. Der hat einen Warenwert von 50 €. Das ist, glaube ich, so ziemlich der teuerste Merch-Artikel, den ich im Shop habe. Und 2 glückliche Gewinner werden dann am Ende des Streams gezogen. Ne? Falls es dazu Fragen gibt, einfach stellen. Aber ich glaube, es ist selbsterklärend. Ne? Ja, da rutschen die schon rein. Also wie gesagt, einfach einlösen. Meine Mods, die schauen dann am Ende, und ich vor allem, ich schaue dann auch noch mit drüber, wer alles im Pool ist. Dann tragen wir das in der Glücksradl ein und dann wird dann ausgelost. Kleine Info noch. Es kann jeder nur maximal einen Merch-Artikel gewinnen. Also es gibt keinen Doppelgewinner. Ne? Es wird auf alle Fälle so sein, dass 2 verschiedene Leute gewinnen am Ende. Ne? Nur, dass ihr da hingehend Bescheid wisst. Gut. Und sonst? Ich hab gerade 11.000 Punkte. Ja, jetzt nimmer.
Jetzt nimmer. Richterli, einen wunderschönen guten Morgen. Ein Ticket reicht mir, spar wieder für ein Spei. Ein Prof ist Spei wichtiger. Du bist so... Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Pinkron aus Tirol. Sei habe ich dir, guten Morgen. Ich wollte zwei Basis-Pudis übereinander anziehen. Ja gut, du kannst ja einen Pro-Gamer-Move machen, du kannst einen gewinnen und dann noch einen kaufen, dann hast du auch zwei. Und der Mr. Werb ist auch schon da. Guten Morgen. So, wie geht's euch? Es geht schon rund an Silvester. Ja? Wir lassen jetzt schon die Korken knallen. Das ganze Jahr gesammelt und heute am letzten Tag alles verprasst. Ja, dann hast du auch alles richtig gemacht. Ein kleiner Aufruf an meine Mods. Ne? Bitte lost die... Den nehmen wir auch noch mit, ist ja klar. Ein kleiner Ausruf an meine Mods, bitte lasst die ganzen Gewinnspiel-Requests in der Mod-Ansicht offen, damit wir später abgleichen können, wer jetzt am Gewinnspiel teilgenommen hat. Ne, nicht, dass dann irgendein Name ausrutscht, aus welchem Grund auch immer, weil am Dashboard kann ich nicht alle nachvollziehen. Also Mods, schreibt bitte die ganzen Namen, idealerweise auf einen Zettel mit oder was weiß ich. Und am Ende des Streams, dann schickt es mir einfach per Discord oder was weiß ich. Ne, damit wir dann auf alle Fälle alle Namen in den Pool kriegen. Ne? Nicht, dass da irgendjemand drunter rutscht oder sonst irgendwas. Das war natürlich nichts. Dann gibt es das mit Tickets und sparen wir wieder auf den nächsten Subgift. Ja, also wie gesagt, es könnt bis zu zweimal ein Ticket ziehen. Ja, diese Kanalpunkte Belohnung, die ist für diesen Stream only, also die gibt es nur heute und die kannst du pro Benutzer nur zweimal hernehmen. Also wenn du das zweimal eingelöst hast, dann ist es sowieso raus. Ne? Natürlich, wenn ihr 2 Tickets habt, steigert es euch eine Gewinnchancen, weil dann wird ein Name später auch zweimal in dieses Glücksrad eintragen. Ne? Lucky, habe die Ehre. Genau. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Infos zum Gewinnspiel oder Fragen zum Gewinnspiel habt, einfach Ausrufezeichen Info, da ist nochmal alles relativ simpel erklärt. Ich gehe jetzt einmal schwer davon aus, so wie das Gewinnspiel gestaltet ist, ist es fair. Ne? Da werden Follower und Subs gewissermaßen gleich behandelt. Ich wollte jetzt nicht etwas machen, dass Subs erhöhte Gewinnchance haben, weil das ist dann wieder so, ne? Dann heißt es wieder, ja, schau hin, die wo Geld zahlen für den Schmarrn, die haben wieder bevorzugt. Also ich hab mir diesmal, zugegebenermaßen, der Dampfi hat mir angeschrieben, der hat mir da so einen Hinweis gegeben, wie ich es machen kann. Und ich habe eigentlich das vom Dampfi mehr oder weniger 1:1 so übernommen, weil ich finde, das ist ein faires Gewinnspiel. Follower und Subs werden gleich gehalten, das ist quasi dann im Endeffekt Zufall, wer gewinnt. Es ist aber auch so, dass dass die Leute, die am Gewinnspiel teilnehmen können, das sind halt schon Leute, die halt des Öfteren einmal da im Stream haben, ne? Weil 10.000 Kanalpunkte, die hast nicht einfach mal von einmal zuschauen. Und ich glaube, es ist... Weiß ich nicht, ich fand das irgendwie komisch, ich möchte da jetzt auch absolut nicht irgendwie hochnäsig oder knickert oder sonst was wünschen, aber ich fand das irgendwie komisch, wenn dann irgendein Random, der wo halt zum allerersten Mal zuschaut, der wo mich nicht mal kennt, kommt in den Stream, nimmt am Gewinnspiel teil, gewinnt den Zip-Hoodie und verpisst sich dann und ist nie wieder gesehen. Weißt du schon? Also mir war schon wichtig, dass Leute, die wo am Gewinnspiel teilnehmen, schon welche haben, die wo in der Community schon des Öfteren mal vertreten haben. Ne? Oder vertreten waren, wie auch immer. Die Idee ist gut, darf ich das auch übernehmen. Ich hab kein Patent nicht auf dem Gewinnspiel, du kannst das gerne so übernehmen. Ich finde, wie gesagt, die Art und Weise des Gewinnspiels ist, glaube ich, so wie ich es machen kann, die fairste. So an und für sich. Ne? Ich hab beim Jubiläum letztes Jahr, glaube ich, mir eins gemacht, da haben Subs eine halbfache Chance gehabt zum Gewinnen. Das ist schon mal okay gewesen, da habe ich aber auch mehr Artikel verlost, da glaube ich 5 oder 6 Merch-Artikel verlost, keine Ahnung. Aber jetzt gerade so spezifisch, es sind halt doch, ja, es ist halt doch ein hochwertiger Merch-Artikel, so jetzt einmal, und da glaube ich, ist das so an und für sich, glaube ich, nicht verkehrt, so wie es macht. Da muss ich noch sparen, habe erst knappe 5.000. Cartman, das ist überhaupt kein Problem, weil du bist halt auch noch nicht so lange dabei. Ne? Aber braucht es halt nicht, ob ich da so ein Gewinnspiel wird's von Zeit zu Zeit mit Sicherheit wieder mal geben. Ja, huch, Dabat 1 zauberhaft.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich zauberhaft bin, aber Fichterli, vielen lieben Dank für deinen Resub im 25. Monat. Wir haben ja schon so viele Leute dabei, die wo über 20 Monate in der Basis gegangen haben. Das ist so geistesgestört. Also 2023 war schon, was Switch angeht, schon eine sehr, sehr heftige Geschichte, gell? Also da kann man sich wirklich absolut nicht beschweren. Aber vielen lieben Dank für deinen Support, Fichterli. Ich hoffe, du bleibst weiterhin dabei und natürlich herzlich willkommen weiterhin in der Basis gehen. Wie geht's denn überhaupt, abgesehen davon? Noch gar nicht gelesen. Anmerkung, je deutiger Sub, desto mehr Kanalpunkte verdient man. der Mr. Price ist der Price Train, ne? Der weiß ganz genau, wie diese Materie läuft. Sowas. Also. Je teurer der Sub ist, umso mehr Kanalpunkte. Ich weiß gar nicht, wie es beim Tier 3 Sub, keine Ahnung, zweifach oder dreifach sogar, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nicht tragisch, ich habe nur Spiele, so circa 1600, da habe ich noch genug zum Tor. Ja, okay. Bei 1600 Spielen, da kommt schon sein, dass du die eine oder andere Stunde verbringen wirst, ne? Alles entspannt hier und selber. Ey, bis auf das, dass meine Füße ein bisschen am Arsch haben vom Tennis gestern, ist aber bei mir soweit alles in Ordnung. Aber das war aber ein mörderanstrengender Tag gestern. Tier 3 ist mal 2. Naja. Nein, ich sag das nicht. Es ist eh schon wieder zu viel Verdientheit. Und nicht vergessen, es gibt nur mehr Punkte, wenn man öfters reinschaut. Ja, das ist, Mr. Prof, das ist ein sehr guter Hinweis, weil das ist ein Support, der kostet eigentlich nichts. Ne? Wenn ihr oft zuschaut, ne? Streamer-Serien, so wie der Mr. Verb, ne? Der hat jetzt eine 10er Stream-Streak. Oh, leck, ich kann das Wort schon mittlerweile richtig gut aussprechen. Der hat eine 10er Stream-Streak, der geiert sich da jetzt einfach einmal, warte mal, was hat er denn da gekriegt? Da hat er auf alle Fälle Kanalpunkte gekriegt dafür. Sehe ich gerade nicht. Warum sehe ich das nicht? Verstehe ich nicht. Aber egal, du kriegst für eine Streamer-Serie, kriegst du Kanalpunkte, teilweise bis zu 500, ne? Haben oder nicht haben. Also sprich, am Ende des Tages schaut's zu, helft's ihr mir am allermeisten, ne? Ganz einfach erklärt. Was daten alle heute auf Nacht? Wir haben bei meinen Schwiegereltern, wir machen Spieleabend. Wie jedes Jahr. Also ganz gemütlich, nicht dramatisch, alles zauberhaft, flauschig. Also ich kann nicht mehr schauen, wie kann man die Serie anschauen? Ich glaube, das wird da angezeigt. Dass du es teilen kannst, wenn mich nicht alles täuscht. Da bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aktuelle Teilnehmer wurden erfasst. Passt, Mr. Seitschen. Schreibst du aber auch dazu, wie oft, ne? Also nicht, dass du jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, weiß ich nicht, Yassi hat jetzt 2 Requests, du schreibst aber der Yassi nur einmal auf. Also bitte auch immer 2 oder einmal aufschreiben, je nachdem wie oft der Name vorhanden ist. Nicht, dass, wie gesagt, nicht, dass wir da irgendjemanden unter das Radl bringen. Und sei, du kannst einfach Ausrufezeichen Info reinschreiben. Ich habe einen Command angeredet, deswegen. Oder du machst, ja genau, oder du machst es so. Das ist natürlich auch zauberhaft. Monster Hunter, ja, das ist Astera. Monster Hunter Hintergrundmusik. Wir haben schon Zeilen immer gespielt, Monster Hunter. Fangen wir vielleicht nächstes Jahr wieder mal ein bisschen an. Mal schauen. Mal gucken. Was wolltest du denn sagen, Bazi? Wir sollen alle auf Tier 3 sappen. So, please don't do it. Das ist Geld, das ist nicht wert. Ja, das könnt ihr bei jemandem machen, der wirklich guten Content macht und der wo Unterhaltung bietet, aber das braucht es bei mir nicht tun. Ich meine, es gibt einen Alert, ne, so ist es nicht, aber der glaube ich, der ist schon groß, meine ich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich müsste jetzt schauen, das darf mich selber interessieren, aber ich glaube, wir haben keinen einzigen, der Tier 3 ist. Aber das ist auch wohl völlig legitim so. Ne? Daheim mit den Kindern das Feuerwerk genießen und mit der Family chillen. Das ist das Beste, was du an Silvester tun kannst. Ich sag das, wie es ist. Das Fortrasen und das Feiern, du hau mir bloß ab, ich schwör's dir bei Gott. Moment, ich sub schon die ganze Zeit da auf Tier 3, oder? Nein, das sind alles Tier 1 Subs. Das normale Abonnement ist ein Tier 1 Sub. Wir werden halt das große Nippelklötze-Projekt anfangen. Der Mike hat gemeint, er macht mit. Ich bin gespannt. Was baut's denn da? Wifi? Was genau wird da genippelklötzt? Genippelklötzt. So, wollte eigentlich nicht mehr vor ein neuer raus, brauchen wir noch Semmeln. Ja, dann aber ganz schnell, Mr. Prof. Ne? Aber dann ganz zügig. Nicht, dass du keine Semmeln mehr kriegst.
Ah, nein, doch nicht. Weißt schon wieder, was war. Ja, weißt, wenn du so Aussagen triffst, dann, weißt du, da klingeln bei mir die Alarmglocken. Ich weiß nicht warum. Seit neuesten, ne? Es war auch noch nicht immer so. Wenn es jemanden interessiert, für die 10er Stream-Serie kriegt man 450 Kanalpunkte. Oh, Mr. Verb, ne? Chat, da sagt man es wieder. Zuschauen wird auch belohnt und das kostet nichts. Ne? Also 450 Kanal, ich weiß nicht, wie lange man für 450 Kanalpunkte zuschauen muss. Keine Ahnung, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber, ja, wenn man eine Serie, eine Stream-Serie aufs Parkett legt, ne, kriegt man es einfach mal nachgeworfen. Die Blockhütte mit Beleuchtung, ich kann erpicken diese. Sehr gern, Wifi. Sehr, sehr gern. Die Buds sind schon im Ohr, damit ich auf dem Weg zum Bäcker Unterhaltung habe. Dann hat Stream reingeschrien, du blöder Bäcker. Einfach mal durchdraht. Generell für Streak-Belohnung. Ja, aber ich glaube, mit ansteigender Höhe der Streak, glaube ich, gibt es mehr. Also ich glaube, für 3er oder für 5er Streak, glaube ich, kriegst du nicht 450 Mal, ich kriegst gerade 300 oder, also grob 300. Finde ich aber von Twitch eine gute Sache, was sie da gemacht haben, dass halt einfach die Zuschauer fürs Zuschauen belohnt werden. Ne? Pick ist drin, da schauen wir mal schnell rein. Wow, leck, da habt ihr es vor, holy shit. Ach stimmt, die Lokomotive hast du gestern beim Mike schon baut, meine ich, gell? Oder habt ihr, leck mir mal, da habt ihr es vor auf jeden Fall, holy shit. Richtig, schaut aber gut aus. Schaut aber gut aus, auf jeden Fall. Das ist aber auch nicht bei jedem, oder hast du das irgendwo aktivieren müssen? Hey, bei mir war das einfach. Bei mir ist das einfach gewesen, aber ich kann nach dem Stream einmal nachschauen, ob man das irgendwo einstellen kann, dann kann er das sagen. Aber bei mir war das auf einmal einfach. Weil ich hab mich selber gewundert, das ist noch gar nicht so lang. 3 Wochen, 4 Wochen? Keine Ahnung. Auf einmal hat da irgendwann mal irgendwer getriggert, hey, aber Stream-Serie. Und ich so, what the fuck ist eine Stream-Serie? Keine Ahnung. Aber gut, Freunde der Sonne. Wie gesagt, übers Gewinnspiel, das ist angeheftet vom Sei, da wisst ihr Bescheid. Für diejenigen, die dann noch dazukommen. Ich darf jetzt vorschlagen, der Stream geht heute ungefähr bis um 13 Uhr, vielleicht 13:30 Uhr, je nachdem, mal schauen. Wir spielen jetzt weiter mit God of War. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und zwar haben wir in Valhalla unterwegs. Und der letzte Stream, der war ein bisschen intens. Ne? Da ist es ziemlich rundgegangen. Und ich bin gespannt, wie es da heute weitergeht. Also ich habe da auf alle Fälle Bock drauf. Ne? Wir lassen das Jahr mit God of War ausklingen. Und ich glaube, das ist eine zauberhafte Geschichte, wenn es mich fragt. Deswegen schauen wir ihm da jetzt auch langsam mal ins Spiel. Mein Controller, da ist er. Gut. Sony Interactive Entertainment. Dauerhafte Geschichte. Hallo, habe ich die Ehre. Grüß dich gut. Wie geht's dir? Schön, dass du bist. So, wir werden mal fortfahren. Valhalla wartet. Mal wieder. Gut und selber? Ja, alles fit soweit. Ein bisschen Muskelkater in die Füße, ein bisschen ist unter drin. Aber sonst alles gut. Schön, dass bei dir auch alles passt. Und schön, dass wir uns mal wieder lesen. Freut mich. Also da nochmal mega Props an die Entwickler, das ist richtig gut und dass das kostenlos ist, ist der absolute Wahnsinn. So geht man mit seiner Community um. Da kann man nicht mehr dazu sagen, als wie das, was du da gerade gesagt hast. Auf alle Fälle, dass man als Spieleentwickler sowas raushaut für Community, kostenlos, da wo du einfach 20 Stunden plus einhängen kannst. Das ist schon, lebt mich am Arsch. Ne? Gerade in der heutigen Zeit. Es ist nichts Falsches daran, den Kampf zu genießen. So. Viel besser als letztes Mal. Du beherrschst offenbar langsam Valhalls Regeln. So. Okay.
Ja gut, dann schauen wir weiter. Schauen wir mal, ob wir noch mehr herausfinden können über den Kratos seine Vergangenheit. Die Lektion Teil 2, Wachsamkeit. Da wir immer wieder reingehen, scheint diese Sache dir etwas zu bringen, oder? Ja, Erfolg oder Niederlage. Ich spüre Fortschritt, Klarheit. Ich muss es beenden. Das klingt sehr gut. Speerwurf plus erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeiten Speerwurf und Speerbohrer. Das war gar nicht schlecht. Was ist das? Ausweichrandale. Die Top-Suchtsanfall-Kombo 1 gedrückt halten wird durch Ausweichmanöver hindurch fortgeführt und für Abschlussangriff sendet einen Funkenstoß. Okay? Finales Erwachen. Combo-Abschlussangriffe mit der Axt lösen automatisch Frosterwachen aus. Also das mit dem Speer eigentlich nicht schlecht. Ja, kannst du machen. Ein Beispiel nehmen. Muss ja nicht unbedingt kostenlos sein, aber sowas mal für einen Zehner oder so aushauen, hätte manches Spiel verdient. Aber definitiv. Ne, also ich glaube Santa Monica, ich möchte mir jetzt nicht festlegen, aber ich glaube Santa Monica ist einer der ersten, oder wenn nicht sogar das erste Studio, das wo einfach ein kostenloses, spielbares DLC raushaut von einem AAA-Titel. Wie gesagt, wir reden da jetzt bei God of War nicht von irgendeinem No-Name-Indie-Titel, den wo kein Schwein kennt, sondern wir reden von God of War, worüber jeder mindestens schon mal irgendwas von einem Kratos gehört hat. Ne, es hat vielleicht nicht jeder God of War gespielt, aber jeder hat den Begriff Chaosklinge oder Kratos schon mal irgendwann vernommen. Ne? In welcher Form auch immer. Ja, zeig es ihnen! Und das nächste God of War kostet 109 Euro. Ja, Deluxe Edition vielleicht. Das kann schon möglich sein. Distanzspezialist. Erhöht den Schaden aller Distanzangriffe und Fähigkeiten von Kratos um 30%. Können wir unseren Speerwurf stacken. Das ist gut. Ja, schauen wir mal. Also die Indizien, dass da irgendwas im Busch ist, wo es God of War angeht, die sprechen schon ganz stark dafür. Ne? Also, haben wir schon mal drüber geredet. Also ich glaube persönlich, ist natürlich alles nur Theorie und ne, absolut gar nichts in diese Richtung ist bestätigt, aber ich persönlich glaube, im Hintergrund wird bereits an einem God of War Remake gearbeitet oder an einem neuen God of War. So, was haben wir jetzt da? Schauen wir uns das mal an. Gebirgsspalter. Das ist Distanzangriff, den wo wir ja gerade eben um 30% verstärkt haben. Und was haben wir da? Huldur-Vorstoß. Ah, dann nehmen wir das, weil das ein Distanzangriff ist. Ne? Oh. Eine berüchtigte Tat. Noch in den Jahren des Wiederaufbaus sprach man davon. Jetzt wird klar, dass es wörtlich gemeint war. Eins muss ich dir lassen. Deine Technik hat sich deutlich verbessert. Ich brauchte seine Kraft, um mich an den Göttern rächen zu können. Ich glaubte, ich hätte keine Wahl. Keine Wahl? Du hättest meinen Kopf nicht abreißen können. Das war definitiv eine Option. Und er ist zurück. Aber das war nicht das Schlimmste daran. Nicht wahr, Kratos? Mein Tod hat Griechenland die Sonne gekostet. Alles wurde in ewige Kälte und Finsternis gestürzt. Die Ernte blieb aus. Eine Hungersnot überfiel das Land. Doch dir hat das egal. Genug. Er ist ja ziemlich verbittert. Das, glaube ich, ist einer der prägendsten Szenen gewesen in God of War 3, wo der Kratos an Helios einfach die Rübe vom Hals zieht. Also ich glaube, das ist einer der Kills der Spielegeschichte, die wo in den Köpfen der Menschen ist, die wo halt ein bisschen was von God of War wissen. Ne? Und es ist jetzt gerade schon erklärt worden, natürlich hat jeder Tod
von einem Gott, den wo der Kratos Hops genommen hat, irgendeine drastische Auswirkung auf Griechenland gehabt. Nachdem er an Helios einen Kopf runtergezogen hat, ist finster geworden, weil der Helios ist der Gott der Sonne. Ne? Sah auch schmerzhaft aus. Ja, das hat definitiv, nicht nur das sah schmerzhaft aus. Ja, der zweite prägende Kill, den ich aus, ich habe eigentlich jeden Kill von God of War 3 noch im Kopf, aber der zweite, das war einfach, wo ein Hermes beide Vier so schneidet. Gnadenlos. Aber der hat's verdient, der sadistische Misshund. Sagen wir es so. Wenn ich wieder 500 plus Stunden investieren kann, wäre es wert. Ja, 100%ig. Definitiv. Ein God of War ist sein Geld generell wert. Da kannst du nichts falsch machen. Wie gesagt. So. Kratos, ich bin neugierig. Deine Entscheidung, Helios zu köpfen, hatte die persönliche Beweggründe oder war das wirklich nur ein Mittel zum Zweck? Es war nichts Persönliches. Ich kannte ihn lange bevor ich ihn tötete. Er war so unerträglich wie alle Götter. Aber sein Tod brachte mir keine Befriedigung. Wusstest du, was dadurch geschehen würde? Als Helios vom Gott des Traumes gefangen genommen wurde, stürzte das Land in Finsternis und sollte bis zu seiner Rückkehr so bleiben. Ich wusste genau, was geschehen würde. Ah, also der Kratos war sich seiner Konsequenzen schon bewusst, was er tut. Also, ne? Also er hat genau gewusst, wenn ich jetzt den Gott killt, dann passiert das und das. Also es ist nicht so, dass er nichts Ahnendes gemacht hat, ne? Welche Last willst du dir auferlegen? Achso, da kann man sich wieder Lasten auferlegen. Verringert den Schaden von Runenangriffen, Dauer 5 Begegnungen. Verringert die Heilung durch Heilungsstellen, das nehmen wir nicht. Ja. Santa Monica und Kirella sind die einzigen Spiele, wo ich beim Release schon zuschlage, bei allen anderen warte ich. Bei mir ist Santa Monica, also wenn es um God of War geht, ist es God of War und halt bei From Software. Bei Dark Souls Titeln. Das sind die zwei Spiele, wo ich noch nahtlos zugreife. Wir sind so weit gekommen. So. Brauchen wir etwas? Dann haben wir 250. Aber da sind wir wieder. War ja eine Nachricht, dass auch in Griechenland so. Nicht nur das, dass die Sonne weg war, dass eine Seuche ausgebrochen ist, dass der Meeresspiegel um 18 Meter gestiegen ist. Hab ich gesagt, Mülltonne auf oder was? Von rechts! Linke Seite! Alter, Alter! Du mir Mistschneuen, was machst denn du eigentlich? Von links! Na gut. Es hat jetzt natürlich wieder unnötigerweise viel mehr Health kostet, als es kosten soll, aber okay. Himmlischer Schutz, 75% Widerstand gegen alle Statuseffekte. Das beinhaltet Frost, Brand, Blendung, Benommenheit, Gift, Schock und Bifrost. Das ist nicht schlecht. Sehr hohe Glückschance auf einen Gesundheitsschutz bei jeder erfolgreichen Tötung durch Runenangriff. Oh, mein himmlischen Schutz. So, duscht, aha, verkauft vor meiner und jetzt euer am PC möge der Friedselige in der Mitte auseinanderhauen zum Jahreswechsel. Kratos, verzeih, dass ich mitgehört habe. Aber bevor du den Weg zu mir fandest, hast du mit der Symbolik deines ehemaligen Machtsitzes gekämpft. Darf ich dir sagen, wie ich das sehe? Nur zu. Bevor ich Kriegsgott wurde, war ich ebenso zögerlich wie du. Ich fürchtete, den Thron zu besteigen, würde nur Odins Machthierarchie bestätigen, der ich schon damals nicht traute. Doch ich dachte mir, von innen heraus würde ich größeren Einfluss haben als von außen. Es gibt
viele Arten anzuführen und nicht alle bedeuten zu herrschen. Der Thron und auch das Amt sind nur, was du daraus machst. Ja. Haben wir uns wieder Full Health, weil da unten ist eine Posttüre, da werden wir jetzt gleich mal reingehen. So, da, Bossraum. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Den hat Valhalla auf dem Kieker. Vorsicht, links! Hinter dir, Bruder! Hinter dir, Vorsicht! Und Valhalla zählt die Punkte. Okay, perfekt. Die Katze hat uns gerade einen Stromadraht, auf einmal bat sie dunkel. Wie jetzt, Mizi hat einen Stromadraht. So, Elementarjäger. Ein Speerwurf sorgt dafür, dass der nächste Speer mit einem zufälligen Elementarsog erscheint. Immer. Unser Speer ist jetzt unser Dreh- und Angelpunkt in dem Run. Ne? Das gefällt einem wieder Gesundheitsschäder und habe ich die Ehre. Grüß dich Gott. Hinterm die Bank. Mizi ist smart. Mizi sagt, hey, du schaust jetzt nicht Bazi, ich will Streichleinheiten. Alkoven der Präferenz. Einen von 2 Belohnungen wählen, okay. So, da gibt's Punkte. Und was haben wir da? Bonusglyphe. Yeah, this is big brain time. Ja, jetzt nicht. Jetzt noch nicht. Ne? Nachher irgendwann einmal. Aber jetzt müssen wir erst mal Gegner zerpimmeln. Ja, nehmen wir das. So, Riposte Aktualisierung. Gewährt einen Segen der Abklingzeit beim Unterbrechen von doppelten Angriffen mit blauem Ring oder beim Parieren. Ausweichen in letzter Sekunde lädt jetzt die Fähigkeitenanzeige für Permafrost, Verbrennung und Strudel auf. Oh, du bist witzig. Ja, dann muss man schauen, mit Prioritäten setzen, Birgit, gell? Shadow, wie geht's? Alles gut bei dir? Der Weg hoch dürfte frei sein, wenn du bereit bist. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, das ist jetzt die Frage, gell? Aber die Ehre, Mike. Grüß dich gut. So. Na gut, schauen wir mal. Oleg, wo haben wir den? Modi! Alter, stehst du unter Strom oder was? Was ist mit dir? Ja, ich liebe es ja, Bosskämpfe in der Früh. Hinter dir! Ewiger Treffer! Ja, halt dein Putzen.
Heiliger Treffer! Warum stehen mir die Haare zu Berge? Heiliger Treffer! Ausgerechnet einen Sohn Thors aus deinen Erinnerungen zu ziehen. Natürlich steht der unter Strom, das ist der Sohn vom Thor. Stimmt, der hat 2 Söhne gehabt. Den haben wir doch im ersten Teil, hab's genommen, oder? Alle beide, wenn mir nicht alles täuscht. In dem Bergwerk, glaube ich. Ne? So, erstmal einen Kaffee, ich sehe noch gar nicht richtig aus. Mr. Mike, da tun sie sich mal überhaupt nicht runter. Jetzt erst einmal gemütlich aufkommen und dann Kaffee saufen. Weißt du, wie es ist. Pressiert ihm nichts. So, jetzt Wiederherstellung Nummer 3, das nehmen wir. So, was haben wir dann da? Das ist der nordische Gott der Elektrolehre. Das war quasi der erste mit einem kurzen, oder was? Modi und Magni heißen seine Söhne. Ja, stimmt, da war was im ersten Teil. Hast nicht Unrecht. Easy First Try. Ja, der war jetzt relativ überschaubar. So, was haben wir da? Main Talisman gewährt für kurze Zeit einen Nahkampfschadenbonus. Das ist gut. Ein Heft von Rotti versieht Gegner in der Nähe mit einem Zeichen. Ja, Zeichen, ich bin nicht so der. Ne? Ich bin mehr fürs Spiel. Mehr Damage, mehr gut. Mit einem kurzen Boss, das überlasse ich deiner Fantasie. Du bist wohl noch nicht fertig mit mir. Also jetzt haben wir schon wieder einen Helios am Arsch. Das ist, ich weiß ja nicht. Und wir sollten natürlich auch nicht vergessen, Kratos, deine Tat in den richtigen Kontext zu setzen. Ich habe dein Leben gerettet. Ich! Und zum Dank hast du mir buchstäblich den Kopf abgerissen. Wissen deine ganzen neuen Freunde, wie du mit deinen alten umgesprungen bist? Aber natürlich hast du dich geändert, nicht wahr? Jetzt lässt du nur noch Freunde sterben, weil es dir an Weitsicht mangelt. Da kann man einfach anderen die Schuld geben, oder? Ich weiß, du bist eine Projektion des Verstands. Aber wie dem auch sei, der Tod, den ich dir gab, war ungerecht. Oh, wie rührend. Das war die Spucke nicht wert, die du dafür verschwendet hast. Mach das nicht nochmal. Niemand will das von dir hören. Also, es ist schon verwunderlich, wie der Kopf allein so nervig sein kann, ne? Hier im Chat wird versaut, denkt, wie kommst du denn auf das, Mr. Gut zu Fuß? Das ist ja denen noch nie vorgekommen. Das ist ja wohl denen noch nie vorgekommen, dass in unserem Chat da versaut denkt wird, ne? Imagine, wir haben versaute Leute im Chat. Oder Leute, die zweideutig denken. Das ist ja wohl eine absolute Theorie, wo du da hast. Wer ist denn der Arschkopf und wo ist... Wer ist denn der Arschkopf und wo ist der mit mir? Der Arschkopf ist der Helios. Das ist der Helios. Du bist die Unschuld in Person. In Mario Kart vor allem, gell? Du bist eher der Patron der Zahl 69, wenn du mich fragst, Mr. Seitching. Ja. Geht sehr gut an, ja, merkst du was? Ja, natürlich müssen wir wieder nach Griechenland, ist eh klar. Da war das letzte Mal ziemlich zintig. Das Urteilsobjekt einsammeln. Nur ein kleines Andenken an mich. Ich hoffe, es bringt dir unerbittliche Qualen.
Ist ein bisschen unheimlich, wenn sie das machen, nicht? Als würden sie dich verurteilen. Ja, das sind ja die 3 Richter, du Gaskopf. Zweideutig? Wir? Niemals. Verstehe ich jetzt auch nicht, wie man auf sowas kommen kann. Ja, da geht's natürlich wieder massivst auf Zeit, ist eh klar. Und das war letztes Mal schon nicht schön. Die Kostendolle-Apps, oder? Ja, genau. Schon wieder so scheiß Sirene. Gespenster! Oh, diese schlüpfrigen Viecher hast du bestimmt vermisst! Oh ja. Achtung, von unten! Achtung, Sturzangriff! Ich hasse Harpien. Rechts von dir! Minotaurus, jetzt sehen Was wir, bitte? wer Halbmann ist. Boah, leck. Okay, jetzt bin ich mal. Jetzt bin ich mir 1000%ig sicher. Alter, wie gut schauen der Minotaurus aus. Er stürmt auf uns zu. Gnadenlos wie immer, Kratos. Das ist der Kratos, der Atlas zu Fall gebracht hat. Boah, leck, die haben den Minotaurus geremaked. Jetzt bin ich mir eigentlich, Freunde, ich bin mir eigentlich sicher, dass da irgendein God of War Remake in der Mache ist. Die machen das nicht einfach für irgendein DLC, das kannst du am Blenden verzeihen. Mescalin Habitäre, grüß dich gut. Heiliger sei, Schutzpatron der Zweideutigkeit, Denkenden und Versauten. God of War 3 Remake meinst du, oder? Nein, das 3er wird nicht geremaked. Wenn dann so 1er. 1er und 2er. So, was haben wir jetzt da? Segen der Muskelkraft oder rasende Weltenverschiebung? Das Aktivieren von Spartas Arasche löst eine Weltenverschiebung. Das ist nicht einmal schlecht. Alter, ich hab die auf Volldampf auf der Soundanlage, ich hab ganz hart auf die Schienbeine. Das Spiel ist einfach so geistesgestört. Gut gemacht. Dass das eigentlich schon illegal ist. So, ne? Flüchtige Echos Multiplikator. Jeder Besiegte von Valhalls Auserwählten erhöht enorm die Menge an erhaltenen flüchtigen Echos. Das ist gut. So, und jetzt müssen wir wieder 5 so Auserwählte umpümmeln und da geht's wieder auf Zeit. Und je mehr Zeit ich verdrödelt, umso schwerer werden die Gegner. Das heißt, es kann jetzt eventuell zintig werden.
Das war der richtige. Es muss schön sein, Valhall zu gefallen. Von rechts. Von rechts. Neue Arena verfügbar. Neuer. Das Ägäis-Schiff kann im Ostflügel gefunden werden. Okay, Ägäis-Schiff. Macht bei den Viecher eigentlich einen effektiven Unterschied, ob du mit dem Draupnir-Speer Chaoskling oder am Frosthackel zuhaust, oder ist das eine reine optische Sache? Das macht schon teilweise einen Unterschied, weil gewisse Gegner, es gibt Feuergegner, es gibt Windgegner und es gibt Frostgegner. Und das ist so ähnlich so noch ein Stein-Schere-Papier-Prinzip. Wenn du jetzt auf einen Frostgegner mit der Frostaxt haust, machst du nicht so viel Schaden, wie wenn du zum Beispiel mit den Chaosklingen drauf tust. Ne? In dem DLC ist jetzt wiederum eher so, du sagst, ey, du kriegst so gewisse Rewards, nachdem du irgendwie eine Gegnerwelle besiegt hast, und das du richtest dir halt in dem Run nach der Waffen aus. In meinem Fall ist halt jetzt der Draupnir-Speer. Ne? Aber es macht schon einen Unterschied tatsächlich. So, verstärkte Verschiebung. Erhöhte Nahkampfschaden wären Weltenverschiebungen und Segen des Glücks. Da haben wir was, weil wir mit Spartas Rage agieren. Die lassen wir mal aus. Die ist recht schwer. Obwohl, die kann man eigentlich gleich mal, weil da haben mehr drin hat. Ich habe deine Beute entdeckt. Oh, ist ja wohl eine Art Troglodyt. Vorsicht rechts, du Genie. Nicht der Gesang! Hier ist der Minotaurus zum Beispiel, ist ein Feuergegner. Ich hau ich du ab, du dumme Nosch. Rechts von dir! Gift! Es wird mit der Zeit nur schwerer, Kratos. Kugel! Kugel! Letzter Gegner. Hey. Segen der Sicherheit. Gut, dann nehmen wir das, weil wird Axt haben wir nix. Ägäis-Schiff, Hydra-Bossfight, das war jetzt brutal. Wenn dort Hydra jetzt geremaked worden ist, dann haben wir definitiv die Bestätigung, dass da an was gearbeitet wird. Kennst du das Flugwesen mit dem Dreizack?
Oh, hi. Mein Gott, na! Weil die Musik so geistesgestört macht. Darf uns nicht knüppeln! Unterbrich es, du Schwachkopf! Eine andere Waffe, Idiot! Ja, chill doch du mit deinem Hirschheim. Die Runde geht an dich, Kratos. Ja, oh Wunder. Zorn des Drachen, Blocks und Paradengewehr mit jedem Stapel eine erhöhte Stärke und Abwehr wird zurückgesetzt, wenn Schaden genommen wird. Das ist gut. Können wir den Kopf nicht einfach wegwerfen? Da die haben lieber. Da einfach über die Klippe jieten, wenn du mich fragst. Oh, das ist Gesundheit. Gut bei uns. Hallo Bazi von meiner Tochter, mach sie plan. Liebe Grüße an die Tochter. Schildschlag! Na los! Passt, Hammer. Geschafft. Deine Brutalität und deine Wildheit haben dir den Weg vorwärts geöffnet. Combo-Abschlussangriffe haben eine hohe Glückschance, Kratos Stärke und Widerstand gegen Tammeln einsetzt, sondern mehr Stärke mehr gut. So. Jetzt lasst euch diesmal ganz vorsichtig auf der Zunge gehen. God of War 1 und 2 in 60 Frames und in der Grafik allein, da dreht die Community durch. Ja. Ja. Wenn's noch Hack and Slay ist. Ja. Ich sag das, wie es ist, kaufe. Kaufe, denke nicht nach, kaufe einfach. So, wo hat's jetzt die Tier gegeben? Die Tier zu dem Bossraum? Oh, meinetwegen brauchst du dich wirklich nicht hetzen. Genau, besteht die Glückschance auf einen kritischen Treffer, Bruch, zerstörerischer. Wir brauchen auf alle Fälle ein bisschen einen Rage-Schub. Wir haben 4218 Echos. Ja, dann nehmen wir den anderen auch noch mit. Okay. Gesundheit haben wir fast voll. Oder wir haben Rich. Shut up and take my money. Ja, aber hundertprozentig. Also God of War Remake, das werden die morgen. Das werden die nächstes Jahr irgendwann ankündigen, ohne Scheiß. Dann ich rast komplett aus. Jetzt wird es noch schwerer. Hast du vergessen, dass du dich beeilen musst?
Ich möchte eher nur die Tier finden. Und sie darf man auch die Kameraführung nicht angelangen und der kehrt einfach zu den alten Teilen und ich find's mächtig. Ohne Scheiß, also der Price zum Beispiel, der weiß das, ich spiele momentan, wenn ich die Zeit habe, aktuell wieder, hat die Cousin gar nicht sagen. God of War Ascension. Das ist der erste Teil der Reihe, ne? Klassische Hack and Slay, blutig und brutal ohne Ende. Ja, ich glaube, ich bin God of War süchtig mittlerweile. Ich sag's nicht, wie es ist. Passt schon. Hallo. Oh, jetzt müssen wir einen Tür bekämpfen. Willkommen, Kratos. Ehrst du mich mit einem weiteren Kampf? Ich möchte dir eine andere Waffe zeigen, die ich jetzt den Glückwunsch habe. Willst du sie sehen? Okay. Verteidige dich. Vertrau deinem Instinkt, Kratos. Bereit machen. Hinter dir, Bruder! Alter, warum können sie die alle teleportieren? Hinter dir, Bruder! Waffen hoch. Sag mir ehrlich, Kratos, wie fühlte es sich an, deine Heimat ins Dunkel zu stürzen? Ich wollte nicht, dass das Land leidet. Aber es war mir gleichgültig. Nur Wut und Vergeltung haben mich erfüllt. Das war nicht meine Frage. Wie fühlte es sich in dem Moment an, mit deiner Seele im Besitz der Finsternis, alles in Dunkelheit zu hüllen, was du sahst? Es schien richtig. Vorsicht, links! Was zur Hölle? Das Licht, Kratos! Amüsierst du dich? Verteidige dich. Da ist Licht! Bereit machen. Dunkelheit komme. Mir komme. Kratos, geh ins Licht! Oh wow.
zu gewinnen? Dann zeig's mir. Waffen hoch! Dunkelheit komme! Mir komme! Da ist Licht! Ich gebe auf. Schon gut. Also gut. Ich glaube, es war dir nicht gleichgültig. Ich glaube, du hast gelitten. Sehr gelitten. Und du konntest damit nicht gut umgehen. Moment. Bist du das, der die Sonne zurückbringt? Du hast Helios Wagen genommen und die Sonne zurück an den Himmel gebracht. Und dich dabei selbst geopfert. Ja, ich stürzte in den Tod und wurde von Helios gerettet. Aber das spielte sich ab, bevor ich ihn tötete. Meine Untaten folgten erst noch. Was soll das also bedeuten? Dass dein Vermächtnis schon immer sehr kompliziert war. Dass das Gute kein Ziel ist, was wir einmal erreichen, sondern etwas, das wir ausüben. Unglück kann jeden in die Dunkelheit treiben. Wir widerstehen ihr nur durch Weisheit und Wachsamkeit. Heute kannst du besser damit umgehen als damals. Man könnte sagen, du hast bessere Stimmen im Kopf. Ich glaube, das reicht erstmal. Du hast viel zu verarbeiten. Ja. Dann zurück zum Strand. Du kannst stolz auf deinen Fortschritt sein, Kratos. Bis bald. Ich bin halt echt gespannt, was da am Ende rauskommt, ohne Witz. Du scheinst Fortschritte zu machen, was auch immer da drin vorgeht. Mag sein. Hör zu. Ich mag den Eindruck erweckt haben, dass wir mehr erwarten, als du geben kannst. Aber du solltest wissen, dass es nicht meine Absicht ist, dich in irgendeiner Weise zu ändern. Wir haben die alte Welt zerstört, damit die neue atmen kann. Die Scherben aufzuheben und zu etwas Stärkerem zu verbinden, ist eine seltene Gelegenheit. Du hast hier etwas bewirkt. Viele sehen dich als Symbol des Wandels. An einigen Tagen reicht es schon zu wissen, dass du Teil des Rates bist. Und an den anderen? Du hast dir eine Stimme verdient. Wie du sie nutzt, liegt bei dir. Ja, das ist nicht jetzt ein Treffen, im Endeffekt zwei Welten aufeinander. Der einerseits der Kratos, wo die griechische Mythologie, also wo Griechenland in Schutt und Asche gelegt hat, und auf der anderen Seite die nordische, die wo er eigentlich wieder aufgebaut hat, sozusagen. Ne? Für mich fühlt sich das DLC auch wie eine Psychotherapie. Für einen Kratos ja. Sieht deinen Fortschritt. Für Kratos definitiv. Um einfach seine Vergangenheit zu verarbeiten. Da macht man gleich noch eine. Ich glaube, das soll ja so ein bisschen das Ziel von Valhalla sein, dass der Kratos einfach mal damit abschließen kann. Ne? Ich meine, klar, ich war auch geschädigt, wenn er das da hätte, was er da hat. Ein legendäres Ereignis. Mir hat YouTube Shorts schon ein bisschen gespoilert und da habe ich mir fast in die Hosen geschissen vor lauter war leck und hab's sofort weggedruckt. Mehr sage ich nicht dazu. Ja, da bin ich auch herzlichen Glückwunsch. Wer würde Da nicht bin ich auch für eine gespannt. etwas freundlichere Umgebung bezahlen? Okay. Wir haben jetzt auf alle Fälle
Jetzt passt's auf. Wir brauchen jetzt einmal auf alle Fälle ein bisschen Vitalität. Das erhöhen wir jetzt auf alle Fälle mal ein wenig. So. Dann nehmen wir Stärke noch mal mit. Nehmen wir Defense noch mal mit. Okay. Ja, komm, da gehen wir noch mal weiter. Nehmen wir das auch noch mal mit. Ja. So, da lassen wir unser Rage Mutter, wo wir uns heilen können, weil das glaube ich ist für das DLC aktuell das besser. Aber mit Ehre, einen guten Rutsch. Den wünsche ich dir natürlich auch. Schön, dass du da bist. So, bei dir ist fit. So, was haben wir da? Luderne Klinge Plus. Erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeiten Ludern, Wogen, Luderne Explosion. Betäubende Explosion. Erhöht den Betäubungsschaden durch Sturmgewalt mit Speer drastisch. Bedeutsame Verschiebung. Das Aktivieren von eisiger Permafrost. L1 plus 3 bei vollem Permafrost. Ja, legen wir uns aber so ein bisschen auf die Axt aus. Oh, von mir. Skadi Schneide und Leviathan-Gebrüll. Was haben wir da? Ach, das ist das, okay. Ist jetzt beides nicht so optimal, aber da gefällt mir das fast besser. Riposte Weltenverschiebung und Waffen. Es erhöht den Schaden aller Waffenangriffe und Fähigkeiten von Kratos. Da haben wir nicht mehr lang benannt. Oh. Oh, Freunde der Sonne. Eine Ersatztochter? Eine Büchse voller Übel? Das sieht sehr wichtig aus. Die Geschichte deines Schmiedes, richtig? Sein Mädchen war der Schlüssel. Und er starb, um sie zu schützen? Er beschützte sie vor mir. Ich öffnete die Büchse, um etwas zu finden, um Ares zu töten. Und was ich entfesselte. Hat alle Götter durchdrehen lassen. Danke dafür übrigens. Stillkopf. Leider bedeutet die Zeit, die ich in meinem Valhall verbringe, für dich mehr Zeit mit ihm. Ja stimmt, die Büchse der Pandora. Er wollte da eigentlich hat es geheißen, da ist selbst drin, was Götter töten kann. Und in Wirklichkeit hat es die Götter durchdrehen lassen. Ist für Kratos eigentlich im Endeffekt nur schwerer geworden. Kratos, wie gut kennst du die Tochter des Schmieds? Pandora. Sie erinnerte mich an meine eigene Tochter, die ich vor langer Zeit verlor. Das tut mir leid. Selbst in deiner größten Rachsucht kannst du nicht gewollt haben, dass ihr etwas zustößt. Pandora war unschuldig. Die Art, wie sie die Dinge sah, sie kam an mich heran wie kaum jemand anderes. Sie hatte mehr verdient, als ein Bauernopfer im Spiel der Götter zu sein. Dein Bedauern ist spürbar. Doch danke, dass du die Erinnerung zulässt. Das ist wichtig.
Sollte man vielleicht auch noch mal kurz erklären für die Leute, die das nicht wissen, der Kratos hat nicht nur einen Sohn, ne, einen Atreus, sondern der hat vor dem Atreus ja bereits eine Tochter besessen, ne? Calliope hat die geheißen. Und die hat er ja unglücklicherweise in seinem Rausch oder in seiner Rage durch den Ares selbst getötet, ne? Und seine Frau mit dazu. Also der Kratos ist im Endeffekt Vater von 2 Kindern. Wenn man denn so will, ne? Von links! Den Feind da hat Valhall markiert. Ah! Druck mir da bei. Achtung! Hinter dir! Vorsicht links! Den hast du gebraucht. Frostwurf erhöhen, das ist gut für uns. Er hat es quasi immer dabei. Ich glaube, die Asche druckt er nicht mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Also die Asche auf seiner Haut so quasi. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Wo geht's jetzt weiter? Ah. Sehr gut. Der Weg sollte frei sein. Auf und vorwärts. Hier. Vorhin sprachst du mit mir, als wolle ich ein Anführer sein. Als wäre ich jemand, dem man folgen sollte. Deine Selbstkritik, berechtigt oder auch nicht, wird hier in Valhall deutlich widergespiegelt. Es ist kein Zufall, dass dein Verstand diesen Thron heraufbeschwor. Er ist mehr als ein Symbol. Er führt dir deine Annahmen erneut vor Augen. Mimir hat recht. Du besitzt diese Kraft und, wie ich glaube, die Weisheit, neu zu definieren, was er dir bedeutet. Diese Kraft zu nutzen bedeutet, dir selbst zu beweisen, dass der Thron dich nicht verändert, nicht zu einem anderen Menschen macht. Nicht, wenn du weißt, wer du bist. Ja, wo landen wir jetzt wieder? Ah, jetzt müssen wir den anderen Hops nehmen, oder was? Zeit zu sterben, oder? Magni. Ja, jetzt kommt der andere. Oh, was? Jesus Maria. Was nutzt dir ein Schild, wenn du ihn nicht einsetzt? Ja, da müsste man aber seine Patterns kennen. Weiter! Perfekt. Was für eine Klinge. Hallo? Ich möchte jetzt aber auch mal im Monat.
nochmal! Hey, what the fuck? Er rennt auf uns zu! Versuch's nochmal! Den Griff muss man doch voraussagen können. Okay, der war letzte. Talisman des Unsterblichen. Gewährt eine kurze unbesiegbare Barriere und einen Abschluss einer Schein der Stärke sowie einen Gesundheitsschuh. Nimm mit. Taschenherstellung. Ah, der hat mir jetzt, ne? Der war ein wenig garstiger. Für sein Bruder vorher. Dein Sonnenschein ist zurück. Oh nein, nicht schon wieder der Helios. Der ist wie Herpes, ohne Witz. Total unnötig und geht nicht weg. Bei all deinem selbstgerechten Gerede von der Bosheit der Götter verschweigst du praktischerweise immer deine Beteiligung daran. Die Büchse zu öffnen war Athenes Plan. Ich kannte die Konsequenzen nicht. Du lässt dich mit Athene ein und berufst dich dann auf Unwissenheit? Soll das etwa ein Scherz sein, Kratos? Denn das ist echt zum Totlachen. Aber sei ehrlich, Kratos. Ob du die Konsequenzen nun hättest kommen sehen müssen oder nicht, du kannst nicht behaupten, dass sie dich gekümmert hätten. Du wolltest die Macht, Ares zu töten. Und zu diesem Zweck war dir jedes Mittel recht. Ist das letzten Endes nicht die Moral, nach der du handelst? Die Vorstellung, dass du wieder ein hohes Amt mit übernatürlicher Verantwortung bekleidest, als vertrauenswürdige und verehrte Person. Eine Unverschämtheit, so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen. Na, die Ironie kann dich haben, wenn sie dich verdient. Schätze ich. Aber die Sprüche von Helios sind teilweise aber gut. Ja, die sind so richtig, die Sprüche von ihm, die haben so richtig, weißt du, ins Fleisch bohren. So. Oh, ja. Wie wundervoll. Ich glaube nicht, dass man sie dir anvertrauen sollte. Er stimmt mir sicherlich zu. Eine Sammelfigur. Statuenwahrsagung. Ja gut, da müssen wir wahrscheinlich jetzt wieder 5 Auserwählte umdödeln. Muss wieder auf Zeit gehen, ist eh klar. Was haben wir da? Kostet wahrscheinlich jetzt, oder? 15.000 flüchtige Echos, ja genau, als ob ich so viel hätte.
hinter dir. Zum Kopf. Oh nein, nicht der Gesang! Jetzt kappt die Verbindung! Kugel! Kugel! Ah. Immer noch ein Monster. Ein Zertower. Den komme ich sonst nicht so nah. Boah, den haben den auch remake. Achtung, Ansturm! Alter, was? Und alle sind tot. Kratos war hier. Okay, Freunde, ich glaube, es ist amtlich, oder? Die neuen Welten. Durch wiederholtes Zufügen von Schaden, ohne selbst getroffen zu werden, wird ein mächtiger Segen der neuen Welten. Okay. Schimmernde Risse. Schimmernde Risse erhalten herausragende Belohnungen. Ja, wahrscheinlich auch herausragende Gegner, oder? Bei mir habe ich die Ehre. Grüß dich, gut. Kratos beim Denken. Was für ein Anblick. Pass auf, da haben wir uns auf alle Fälle jetzt mal einen Gesundheitsschub. Du kriegst halt echt den Eindruck, dass die bei Santa Monica echt Bock auf früher haben. Ja, wie gesagt, also es ist... Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die das Ganze machen nur für DLC. Also wenn es meine Meinung wissen möchtest, die arbeiten an einem Remake. Dieses Ziel wurde von Valhall markiert. Falsche Waffe. Rechte Seite, Mistkerl. Ich schätze, du hast Valhall jetzt beeindruckt. Die Gests-Arena, Schiff-Arena ist freigeschaltet. Stoß der 1000 Soldaten. Ja, das glaube ich weiß ich. Ja, das ist ist gut. Weil wer ist fit bei dir? Schlag mit dem Schild zu, verdammt!
Linke Seite, du Schlechter. Hinter dir, Wirrkopf. Frostfeuer von hinten. Holy shit, Alter. Ich schlafe eigentlich noch. Alles gut. Kratos erster Nahkampfangriff direkt nach dem Auswählen bewirkt erhöhten Schaden. Trenn die Verbindung, schnell! Ah, da ist die Tier. Alter, wenn da jetzt ein Hydra kommt, ohne Witz, dann raste ich komplett aus. Wenn die jetzt da die Hydra remaked haben, das ist nämlich das Schiff, da wo man mir da Hand, also du sollst eigentlich wussten es, ja. Aber das ist das Schiff da, wo der Kratos die Hydra bekämpft, im ersten Teil. Und wenn da, ohne Scheiß, da wenn jetzt ein Hydra kommt, dann... Oh, bitte kalt. Hey, kann ich gerne 3 gleichzeitig. Kugel! Ja, perfekt, nächste dir. Achso, das Hättest du nicht ist. gern den Mast abgebrochen und all ihre Köpfe aufgespießt? Achso, das ist einfach nur so. Okay. Ja gut, hätte ich ja sagen können. Aber das ist quasi nur so optionale Arena auf Zeit. Da ist eine schwere Welle drin. Wow! Keine Ahnung, wo du jetzt hin willst. Oh, was Eine am immer Popo. dieses Geräusch macht. Töte es! Hinter dir, Dummkopf! Ah. Hey, ich hab's geblockt. Hey, ich hab's Name blockt. Das verarschen jetzt oder was? Ja.
mal ab jetzt, du scheiß Gnom, was auch immer. Meine Fresse. Die Wüste der verlorenen Seelen kann im Westflügel gefunden werden. Erhöht den durch Kratos bewirkten Nachkampf von Runenschaden um 40%, erhöht aber auch erlittenen Schaden um 100. Verfick dich. Besser sie als wir. Gut. Und wir brauchen auf alle Fälle noch 2 Auserwählte. Brauchen wir Gesundheit, ist gut für uns. Es wird mit der Zeit nur schwerer, Kratos. Manchmal verdrucke ich mich versehentlich einfach um 2000, das ist so bitter. Okay, da geht's nicht weiter. Ja, wir dürfen uns jetzt einmal ein wenig dummen, weil sonst der mal mit. Trifft den Glühenden, bevor er sich nähert. Oh, wieder. Mach dich doch los! Wieder. Nein, wie. Oh. Alter, was ist denn? Oder wie tot? Oder wie zur Hölle? Jetzt wird es noch schwerer.
Hast du vergessen, dass du dich beeilen musst? Alter, das Gebiet ist so anstrengend teilweise, ohne Witz. Aber wir können ja da jetzt Gott sei Dank einkaufen. Sabi und Andi, grüß euch. Wie geht's euch? Oh, die So. Wahl über sein Schicksal zu haben. Ausverkauft. Muss schön sein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist flauschig und selber. Hey, gerade ist ein bisschen anstrengend, aber sonst eigentlich alles gut. Dann müssen wir da einen Auserwählten erwischen, irgendwie. Keine Ahnung. Wenn wir schaffen, einen dezent hohen Schwierigkeitsgrad. Ja, das brauche ich nicht mehr, weil da kriege ich gnadenlos aufs Maul. Oder ist Gesundheit? Da ist einfach ein Riss. Dann nehmen wir den da. Valhall betrachtet dieses Ziel wohl als Herausforderung. Frostfeuer von hinten. Hey. Da, im Boden. Ja, den können wir sehen. Das macht dir Spaß, hast recht. Oh, meine Fresse, Alter. Perfekt. Vorsicht, von hinten! Du lässt dir ganz schön Zeit. Du stehst doch auf harte Kämpfe. Achtung, von unten! Ja, mit. Aber herzlichen Glückwunsch, wir sollen jetzt gerne Türkämpfer. Aufzusteigen. Ja, gratuliere. Ja, das könnte jetzt witzig werden. Mal flüchtige Echos habe ich jetzt genug, aber ich habe halt nichts mehr, was ich kaufen kann. Der Feier aber der einen guten Rutsch wollte euch nur als Beste wünschen. Ich muss jetzt noch schnell einen Kartoffelsalat machen und nachher hoffe ich, dass der Baller-Scheißdreck sich heute in Grenzen hält bis nächstes Jahr. Der Feier, der Merci dir. Ich wünsche dir und deiner Familie natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schön, dass du mal wieder da bist und einer schaust. Und ja, ich hoffe, du hast halt einen angenehmen
Abend, angenehmen Tag ums Jahr hinter dir zu lassen. Oh, ich bin wieder da. Immer noch ungewohnt. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht, Kratos. Eine letzte Waffe möchte ich dir noch zeigen. Und ich habe das Gefühl, sie wird dir gefallen. Eine letzte Waffe? Können wir mit drüber reden? Ich hab keine Gesundheit mehr. Der linke leuchtet nicht. Was bitte? Ja, Alter, perfekt. Ja, keine Chance. Bereit machen. Keine Chance. Oh, ich bin Auferstehungsstein. Ja, oh, wow. Kriege ich genau 5 Gesundheit dazu, oder was? Kämpfe. Ja, okay. Fast geschafft, Kratos. Ja, Kim, okay, was soll ich noch machen? Ich hab noch so viel Gesundheit gehabt. Also, keine Ahnung. Das war jetzt ein Ding der Unmöglichkeit. Das habe ich nicht schaffen können. Wir müssen auf alle Fälle in Griechenland, wir dürfen einfach fucking keine Zeit verlieren. Wir müssen einfach straight in Griechenland alle Portale machen, damit wir da so wenig wie möglich Gesundheit lassen. Wir können da in Teufelsküche, wenn wir mir da Zeit verdrödeln. Wie wir gerade eben gesehen haben. General. Und das Rad des Fortschritts dreht sich. Da kannst du keine Zeit nicht verdrödeln, weil sonst bist du sowas von genatzt. Weil da jeder Gegner so viel Schaden macht. Verbessere dich, wann immer du kannst, sage ich stets. Aber okay. Müsst du es halt auch mal probieren, das hilft mir nicht. Offenbar hat Tyr seinen Biss nicht verloren. Aber im Herzen weiß ich, du bist der Sch Ja, und sein Biss nicht verloren. Herzlichen Glückwunsch gegen einen Gegner, der noch genau einen Schlag aushält. Links von dir! Kleiner Tipp gefällig? Gerade noch nicht. Gerade noch nicht. Und ich werde mich definitiv auf den Speer ausrichten, weil ich komme mit dem Speer vom Kämpfer her ein bisschen klar. Beziehungsweise kommt jetzt darauf an, auf was sich der Tipp bezieht. Auf Gesundheit. Ja, okay, das kannst du schon machen, ja. Ich warte immer noch auf den Teil, wo du es ruinierst. Zu meiner Verteidigung, ich habe nur die Wahrheit gesagt, wie ich sie sah. Ich sagte ihr, meine Gefühle für sie gehen so tief wie Rans Halle und dass das schon immer so war. Aber dann wurde mir etwas klar. Eine plötzliche Erkenntnis. Hinter dir! Vorsicht!
Von links! Oh wow, das hat er mir für auch einen Schaden gemacht. Hinter dir! Ich hau jetzt dann wieder mal ab. Noch einer! Erwischt! Zähl mit, Valhall! Du kannst dann den Tafel, bevor du reingehst, einen herkaufen, der die bei Truhen öffnen Sonne zurückgibt. Ja, das habe ich schon gesehen, tatsächlich. Das werde ich beim nächsten Mal in Erwägung ziehen, wenn wir nochmal scheitern. Wovon ich jetzt mal ausgehe. Ich möchte festhalten, dass die zwei Schwerter, die der Tür zirkt, Jepesh-Schwerter aus Ägypten sind. Einfach mal so wirken lassen. Mörder-Gesundheitsschub. Moderate Chance auf einen Gesundheitsschub bei jeder erfolgreichen Tötung mit Speer. Nehmen wir. Ja, wie gesagt, es sind schon so einige Andeutungen da, was da hinter Santa Monikas Vorhang am Gange ist, ne? Oder im Gange ist. Sehr gut. Der Weg sollte frei sein. Auf und vorwärts. So. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der war clean. Zur Tür zurückkehren, okay. Schauen wir mal, ob man vielleicht jetzt bocken können. Wollen wir mal schauen. Verwandeln Sie Mimirs Unannehmlichkeiten in eine Bifrus-Explosion, die Gene in der Nähe trifft. Was verwandeln Sie Mimirs Unannehmlichkeit? Erzählen Sie Raum und Zeit. Whatever. Gut, schauen wir mal. Du sagtest, Sigrun, du könntest ihr nicht geben, was sie braucht. Du sprachst aus Feigheit. Offensichtlich. Aber wäre es nicht schlimmer, die ganze Zeit zu wissen, dass ich nicht genug bin? Und mit ansehen zu müssen, wie sie diese Wahrheit langsam selbst erkennt? Das könnte ich nicht ertragen. Du bildest dir ein, zu wissen, wie sie empfinden wird. Dafür ignorierst du ihre Wünsche und deine im Jetzt. Ich kann nicht so tun, als wüsste ich es nicht besser. Sie hat diese romantische Vorstellung von uns. Die habe ich auch. Aber kann man darauf eine Zukunft aufbauen? Ich meine, sieh mich an, Bruder. Sei ehrlich.
Wenn dich jemand so verunglimpfen würde, wie du es tust, würde ich ihn mit meiner Axt schlagen wollen. So, jetzt sind wir wieder in Griechenland und Freunde der Sonne, dieses Mal vertrödeln wir keine Sekunde Zeit. Wir laufen jetzt nicht mehr einfach sinnlos hin und her, sondern wir schauen mal jetzt einfach, dass wir so schnell wie möglich diese Auserwählten töten, damit wir so wenig wie möglich Zeit verlieren, damit die Gegner nicht ganz so schwer werden. Weil das bricht uns da einfach das Knack. So sieht man sich wieder, Geist Spartas. Ja. Fangen wir gleich mal da an. Hinter dir, Wirrkopf! Frostfeuer von hinten! Da, im Boden! Gut, den ersten haben Das wir. ausgewählte Ziel ist tot. Gut gemacht, Mörder. So, Kratos Angriffe, die Gegner während ihrer eigenen Angriffe treffen für zusätzlichen Schaden zu. Gut so für uns. So, der mal gleich da weiter. Die Gesundheit heben wir uns auf. So, nur stracks weiter in den nächsten kommen. Ja, Centaurus. Ah, da vorne ist ein Ziel. Achtung, Sturzangriff. Ich will doch nicht die HP haben, ich will... Ja, perfekt. Zerbrech es, du Schwachkopf. Achtung, Ansturm. Oh, das ist so belastend. Immer noch ein Monster. So, da brauchen wir auf alle Fälle mehr Tankiness. Wie Birgit. Da hinten war noch Gesundheit, habe ich auf dem Schirm. So, machen wir gleich da weiter. Da haben wir nicht lange umeinander. Der ist gut weiter. Genau. Warum nutzt du denn die Waffe? Bist du verwirrt? Weil der ist richtig gassig, der Gegner.
Speerangriffe gegen brennende oder eingefrorene Angriffe so zusätzlich Schaden. So, dahinter haben wir auch noch Gesundheit auf jeden Fall. Jawohl, nehmen wir gleich mal mit. Perfekt. Leiche schwebt. Warum kann er schweben? Es wird mit der Zeit nur schwerer. Oh, jetzt kommt God of War 3 Musik. Okay, der war simpel. Ich lese einen Check gleich wieder. Jetzt aber da gerade dezent konzentriert. So, da passiert jetzt zumindest erst einmal nichts. Warum haut man da daneben, wenn man eh unvisiert hat? Achtung, rechte Seite. So, nur noch einen. Und den nehmen wir gleich den, dann nehmen wir gleich den mit. Schlag mit dem Schild zu, verdammt! Frostfeuer von hinten! Du hast es geschafft. Ja, Herrgottseele. Valhall weiß deine Gewalt zu schätzen. Erhöht die Heilung durch Heilungssteine, Rage, Ausrüstung und so weiter um 30%. Perfekt. Sigi, habe die Ehre. Alles easy bei, gibt schon Geschnetzeltes. Ja, gewissermaßen, wir haben auch schon Hopsnummer waren vorher gerade. Aber jetzt schaut es deutlich besser aus. Schön, dass du bist, bei dir passt auch alles. So, dann gehen wir nochmal schnell shoppen und dann schauen wir, ob man die Tür diesmal packen. Der scheint ziemlich übel zu sein. So. Lass dir nur alle Zeit der Welt. Erst einmal Rage wiederherstellen, weil Gesundheit ist jetzt voll. Wenn ich das richtig sage. Ja, okay. Jetzt haben wir gute Voraussetzungen, dass wir da... Also jetzt haben wir bessere Voraussetzungen, dass wir eine Tür diesmal schaffen. Teil 3, Tür besiegen. Kratos, du hast es geschafft. Gut. Jetzt hat er andere Waffen. Er ist der Linke! Alter, was ist mit ihm?
Alter, wir... Achso, dann muss man nach vorne ausweichen. Okay, ich verstehe die Frage schon. Rechte Seite! Alter. Alter, der lässt überhaupt nicht schnaufen. Bist du bescheuert? Kämpfe! Keine Boss. Konzentrieren, Kratos. Wie dodgt man denn das? Höxan. Waffen hoch. Keine Ahnung, wie ich das dodgen soll. Da ist das Feuer. Gut, Kratos. Höxan. Verteidige dich. Kämpfe. Die Büchse, die wir dich haben öffnen sehen. Was genau war da drin? Forschung! Ah ja, natürlich. Ja, perfekt. Ja, als ob. Pass! Mehr von dem, was die Götter bereits besaßen. Aber was noch, Kratos? Bereit machen. Rage hinzu! Von links! Also, schlafen hast du nicht. Kämpfe. Waffen hoch. Höxan. Der rechte leuchtet nicht! Siehst du dich? Brutal. Höxan. Rechte Seite, Kratos! Nicht ablenken lassen. Jetzt kämpfst du richtig. Verteidige dich. Genug, Kratos. Ich gebe auf. Hart gekämpft. Oh, leck, der war schwer.
Trick habe ich die Lass sehen, größte was gut. dein Geist erkannt hat. Nachdem die Übel aus der Büchse vernichtet waren, blieb noch die Hoffnung, die du wieder in die Welt entlassen hast. Ja, nach allem, was passiert ist, hast du dich doch wieder selbst geopfert. Mein Tod wäre gerecht gewesen, aber es sollte nicht sein. Ja, du hast überlebt. Und die Hoffnung hat in dir überlebt. Von jenem Tag bis heute. Man könnte sagen, du hast diesen Welten nach langem Schlummer die Hoffnung wiedergebracht. Büchse hin oder her, Kratos. Hoffnung und Furcht und Liebe und Hass existieren in uns allen. Die Frage ist, was davon soll dich bei deinen Taten leiten? Jede Entscheidung, die wir treffen, formt unsere Welt. Ich erkenne die Wahrheit. Und? Ich glaube, ich bin bereit, durch die Tür zu gehen. Oh, okay. Die Tür öffnen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Boah, leck, Alter. Was willst du hören? Ich erinnere mich, wie es war, diesen Thron zu besteigen. Und was es bedeutet. Und was Oder es wie nicht gut das bedeutet. ausschaut. Ein Gott des Krieges. Ein Gott der Schmerzen. Des Leidens. Der Zerstörung. Die Nornen sagten, ich suche nach Vergebung, derer ich jedoch nicht würdig bin. Was macht das aus mir? Ein Gott der Narren. Ein Gott der... Hoffnung. Wenn alles verloren ist. Du hast alles verloren. Und jeden. Und wurdest. Dir kann man nicht vergeben. Du hast... Ich habe was nun? Sollte ich wirklich jetzt hier sitzen, erobern, befehlen, führen, wieder ein Krieger sein? Krieger. Sollte ich alles und jeden verlieren, wird noch genug von mir übrig sein, dass ich nicht so werde wie du. Ich weiß es nicht. Aber ich habe Hoffnung. Du bist grausam, arrogant und selbstsüchtig. Aber du bist mehr als das. Du warst schon immer mehr als andere sahen. Du bist mehr als das.
Sitzt sie jetzt wirklich hin? Tja, dann habe ich wohl alles verpasst. Hast du gefunden, was du suchtest? Freut mich, Bruder. Das war's dann hier, also... Was nun? Jetzt. Ich glaube, ich würde gern etwas hier sitzen. Holy shit, Alter. Okay, das ist das Ende vom DLC. Boah, leck. Richtig stark gemacht. Vor allem wie die den jungen Kratos, wie es den, also quasi wie es den dargestellt haben, heilige Scheiße. Das heißt quasi, der Kratos nimmt jetzt in der nordischen Mythologie den Platz als Kriegsgott ein. Kriegen wir da noch was zu sehen? Oh, da geht's noch weiter. Da kommt noch was. Gott der Hoffnung. Oh, geht noch weiter, geht noch weiter. Geht noch weiter. Gut gemacht, General. Ich hatte keinen Zweifel, dass du es zu Ende bringen würdest. Mit Freya sprechen. Free DLC, by the way. Free DLC, by the way. Ja. Sieh an, wer Sagen wir gleich was dazu. Etwas muss da drin passiert sein. Ein gutes Zeichen, nehme ich an. Freya. Ich tue es dir gleich. Ich werde versuchen, das zu sein, was die Leute brauchen. Gut. Es freut mich sehr, das zu hören. Und dass du dein Ziel hier erreicht hast. Ohne meine Freunde wäre es mir nicht gelungen. Ich bin dankbar. Valhall steht dir zu Diensten, Kratos. Wenn es noch mehr gibt, das du herausfinden willst, jetzt oder später, ruf uns einfach. Einen neuen Versuch starten, wenn bereit. Sie haben Valhall gemeistert, doch damit ist die Arbeit noch nicht getan. Führen Sie den Kreislauf fort, um mehr Erinnerungen und Verbesserungen für Kratos freizuschalten. Wer auf der Suche nach einer Herausforderung ist, sollte die Wüste der verlorenen Seelen, das Ägäis-Schiff und das Forum in den inneren Welten von Valhall besuchen. Man kann sich nie genug verbessern. Der Vermächtnis-Rage-Pfad und ein besonderes neues Aussehen und Rüstungsset für Kratos wurden sowohl im Valhall als auch im neuen Spiel Plus freigeschaltet. Okay, du hast jetzt quasi, wenn du Spiel am neu anfängst, kannst quasi jetzt ein bisschen was vom DLC quasi als Bonus nutzen. Okay, aber storytechnisch ist quasi hier das DLC zu Ende erzählt. Leck mich am Arsch. Jeder verdammte Spielerhersteller soll jetzt die Torscheibe davon anschneiden. Nicht nur eine Scheibe, sondern einen ganzen Braten voll, wenn du mich fragst. Ne, also was Santa Monica da für seine Community getan hat, das ist... weiß ich jetzt so nicht von irgendeinem anderen Spielerhersteller. Ja, es gibt jeder Spielerhersteller und jedes Spiel hat DLCs, keine Frage. Manchmal sind die DLCs nur reine Optik-Sachen, so Rüstungen und so weiter und so fort. Manchmal ist es Zusatzcontent, aber ohne Scheiß, so ein DLC auszumhauen, wo es nämlich richtig Tiefe kriegt, wo es an Kratos angeht, also quasi so
unterm Strich, Oberbrocher war das DLC für den Kratos einfach eine psychotherapeutische Behandlung, um einfach mit seiner Vergangenheit abzuschließen oder halt, besser gesagt nicht abzuschließen, sondern das einfach zum Akzeptieren, wie es halt war, weil man es eh nicht mehr ändern kann. Aber es hat's ohne Scheiß, dass man sowas kostenlos einfach zur Verfügung stellt, das ist schon Hut ab. Ganz dicken, fetten Hut zum Ziehen, mehr kannst du eigentlich nicht tun. Weil das ist in der heutigen Zeit absolut nicht mehr selbstverständlich. Definitiv nicht. Das kannst du. Das kannst du vergessen. Was das eigentlich krasse noch dazu ist. Das DLC jetzt von God of War war technisch, optisch, gameplay-technisch in allen Belangen besser als viele andere fertige, komplette Spiele, die wo auf den Markt kommen. Ne? Das DLC hat jetzt keine Ahnung, wie lange man braucht, 10 Stunden ungefähr, keine Ahnung. Und diese 10 Stunden waren besser programmiert und besser dargestellt und besser erzählt als viele Spiele, die wo einen Vollpreis nehmen. Mal drüber nachdenken. Es gibt noch ein geheimes Ende in dem DLC, das dauert aber, also da ist noch mehr. Ja, das geheime Ende später dann vielleicht für mich privat. Muss ich mal schauen. Aber holy shit, DLC absolute 12 von 10. Da kannst mir verzeihen, was du magst. Es hat alles, ja, erwartet habe ich ja nichts, weil ich nicht gewusst habe, dass es kommt, aber das hat alles mit sich gebracht, was man einfach von God of War gewohnt ist. Es hat, also kämpferisch kannst du überhaupt nichts sagen, das hat richtig reingehauen, musikalisch komplett gut untermalt, Grafik brauchen wir sowieso nicht diskutieren. Was genau das mag man als Spieler, als Spieler einfach haben, als Fan. Und wie gesagt, ich bleib dabei. Gerade jetzt, wo wir das Modell vom jungen Kratos gesehen haben, auf dem Thron sitzend, ne? Der Minotaurus, die ganzen Gegner generell aus Griechenland, dieser Bereich da mit den 3 Richter, der Bereich in Griechenland, die ganzen Gegner aus Griechenland, all das haben die nicht nur für ein DLC gemacht und ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr eine kleine Ankündigung kriegen, Santa Monica arbeitet an irgendetwas. Es ist einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur für ein DLC so viel Arbeitsaufwand auffahren, um alles neu zum Rendern, um alles neu zum Programmieren, um alles neu detailliert darzustellen. Für das war das sauber zu viel Arbeit gewesen. Und ich sag's euch, wie es ist, ich bin der Meinung, dass wir entweder mit einem God of War Remake rechnen können, also vom 1er, oder dass generell ein neues God of War kommt. Ne? Wie jetzt der Price vorher geschrieben hat, die letzte Waffen vom Tür, das waren Waffen aus Ägypten. Also entweder wir kriegen eine Reise nach Ägypten spendiert, ne? Oder wir finden uns irgendwann wieder in Griechenland in alter Manier. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass eines dieser beiden Dinge hinter den Türen bereits in Arbeit ist. Da bin ich mir fast sicher. Santa Monica hat übrigens mehrfach bekräftigt, dass die Trilogie abgeschlossen ist. Allerdings haben sie kürzlich Anspielung gemacht, dass God of War einen Spin-off bekommen wird. Ja, und dann ist Ägypten. Wenn es ein Spin-off geben wird, dann ist Ägypten, weil Ägypten ist quasi eine Teilreise von Kratos. Da existiert bereits ein offizieller Comic. Das ist direkt nach dem God of War 3, wo er eigentlich stirbt. Da macht der Kratos einen Abstecher nach Ägypten und dann wird das dieses Spin-off sein. Da bin ich mir eigentlich. Das kann dann schon gar nichts anderes nicht sein. Ich wünsche allen hier schon mal einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr, wo wir uns hoffentlich weiterhin sehen. Das wünsche ich dir natürlich auch, Ripsi. Und Kim, du auch gut um und wir sehen uns definitiv wieder im neuen Jahr. Jetzt ist es natürlich so, Freunde der Sonne, jetzt bin ich ein wenig eher fertig als gedacht. Ne? Ich habe aber jetzt für die dreiviertel die Stunde. Ich habe jetzt aber für die dreiviertel die Stunde keinen Content mehr für euch. Das heißt, ihr habt jetzt nochmal alle Zeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Schreibt mir bitte mal alle Namen irgendwie per Discord PM oder so. Weil dann bereite ich das schon mal ein bisschen vor. Ne? Dann bereite ich schon mal das Gewinnspiel schon mal vor, also damit wir da alles unter den Hut bringen. Was das wie es ist. Ne? Was war jetzt nun? Der Kratos hat sich im Endeffekt sich selbst gestellt, er hat sein junges Ich getroffen sozusagen.
und hat mit seiner Vergangenheit abgeschlossen und hat sie letztendlich auf den Thron gesetzt. Ne? Also er akzeptiert den Posten als Kriegsgott mehr oder weniger in der nordischen Mythologie. Es wurde explizit Atreo in dem Post genannt. Ja, dann kriegen wir vielleicht ein Spin-off zum Atreus. Kann ich mir zwar eher weniger vorstellen, aber ja, mei, wenn wir Atreus Spin-off kriegen, dann spielen wir das natürlich auch. So. In La Marche als Worten, ihr habt kurz Zeit. Ja, genau. Eine Kratos-Weltreise, wo er antike Götter aus Amerika oder irgendwelche japanische Shinto-Geister vertrischt, wäre nur lustig. Ja, das lässt mal auf uns zukommen. Also, wie gesagt, God of War, das wird nicht, da wird es nicht einfach nimmer ein Spiel geben. Ja, also, da wird auf alle Fälle noch einiges kommen. Weil die Marke ist viel zu stark, als dass die God of War sterben lassen. Ja, passt. Sehe ich gerade. Naja, da haben wir ja ein paar Teilnehmer. Das ist ja gut. Weil dann richte ich das schon mal her. Dann gebe ich das schon langsam einfach einmal ein. So. Das Gute ist, wenn ich das richtig sehe, kann man das copy-pasten. Also hoffe jetzt mal. So. Wieder kopieren. Ah, perfekt. So. Das Gaming wisst ihr aber auch noch, ja stimmt, das machen wir auch gleich noch. Gut, dass du das sagst. So, dann können wir mal das Kuchen anfangen. Ja, du hast die Ausschlupfen können und wir wären sogar eher fertig, dass du zum Kuchen kommst. Ja? Da sagt noch mal einer, mit mir wird stressig. Wir haben wir diesmal, glaube ich, jetzt pass auf, da waren wir noch. Let me see. Genau, wir haben bei Nummer 44. Bei Nummer 44 haben wir Kratos vs. QB, hier habt ihr es zuerst gehört. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, das war ein wenig zu abgespaced, wenn du mich fragst. Ja? Wenn der Kratos auf einmal im Naruto-Universum umeinander dort hat. Aber gut, so, Freunde der Sonne, aufgepasst. Assassin's Creed sollte ursprünglich ein Ableger der Prince of Persia-Reihe namens Prince of Persia Assassins werden. Interessanter Fakt. Gut, dass Assassin's Creed eine eigene Reihe geworden ist. Ja? Also Name, Assassin's Creed sollte ursprünglich ein Ableger der Prince of Persia-Reihe namens Prince of Persia Assassins werden. Und heute haben wir ungefähr 12 Spiele oder 15 Spiele von Assassin's Creed. Wie viel davon gut oder schlecht haben, das überlasse ich jeden für sich, aber im Endeffekt ist gut, dass Assassin's Creed eine eigene Reihe geworden ist. Das habe ich gewusst. Ha! Ja, nice. Nein, ich hab's tatsächlich nicht gewusst. So. Jetzt passt auf, wir haben jetzt da eine Liste. Diese Liste, die lese ich jetzt einmal schnell kurz vor. Es ist so flauschig. Ja, den machen wir auch gleich noch. Flauschknädel zum Silvester, den zum Segler. So, passt auf, ich lese jetzt die Namen vor, die jetzt im Gewinnspiel haben. Ich lese jetzt die Namen nicht doppelt vor, sondern ich lese einfach nur vor, dass sie am Gewinnspiel jetzt aktuell dabei haben. Wenn jetzt so irgendwer noch im Chat sitzt, der wo jetzt seinen Namen nicht hört, obwohl er es requested hat, dann bitte ganz laut schreien, okay? Nicht, dass wir irgendwen vergessen. Aufgemerkt. Dabei ist jetzt der Yassi, der Prof, der Ripsy, der Price, der Gutsufus, Birgit, der Wifey, der Verb, der Day Zero, der Lucky, der Mike, der King of Barbecue und der YBO. Ist da noch irgendwer dabei, der wo jetzt seinen Namen nicht gehört hat, obwohl er es requested hat? Der Shadow. Shadow, der wir auch noch dazu. Schreibe ich gleich da noch dazu. Gut, Shadow ist auch dabei. In der japanischen Mythologie gibt es einen neunschwänzigen Fuchs, den die Jungs von Naruto haben es bloß aufgegriffen. Ja, das war mir klar, dass da irgendwie so Anlehnungen gegeben hat von den Bishu-Geister, tatsächlich.
Apropos, wie schnell startet Assassin's Creed Mirage bei dir? Bei mir dauert es circa 4 Minuten, bis ich im Spiel bin und ich habe keine Ahnung warum. Konsole oder PC? Also beim ersten Mal, auf der Konsole hat es auch ein bisschen gedauert, aber sonst geht es eigentlich relativ zügig. Was ist denn das für ein Gewinnspiel? Du hast die Chance, dass du einen Zip-Hoodie aus meinem Merch gewinnst. Merch-Gewinnspiel sozusagen. Ausrufezeichen Info oder lest da einfach die Kanalpunkte-Belohnung durch. Wenn es das einlöst, da steht auch eine Beschreibung drin. Genau. Aber gut, da sie jetzt so offiziell jetzt korneriert, ja, ihr habt jetzt zur Zeit, jetzt lösen wir schnell den Flauschknädel noch vom Mr. Werbei. Und dann, wenn sie bis dahin keiner mehr meint, dann machen wir ein Gewinnspiel, Freunde der Sonne, okay? Ja. Da hat Paula momentan immer so extrem... Aha, mein Handy fällt mir aus der Hosentasche, perfekt. Da Paula aktuell so einen hyperaktiven Drang hat, darf heute mit Paula wieder aus sein, ne? Dieser Flauschknädel. Haben wir schon Zeilen immer gut. Begleiten uns auch schon seit Anfang an. Haben immer wieder mal zum Sagen. Jetzt in letzter Zeit oder dieses Jahr generell ein bisschen weniger. Aber, ne? Es ist Paula. Für die Leute, die noch nicht kennen. Ende des Gewinnspiels ist 12:25. Davor könnt ihr noch die Punkte einlösen. 6 Minuten, das ist eine vernünftige Zeit. Also um 12:25 Uhr, ab 12:26 Uhr werden keine Requests mehr aufgenommen, okay? So, Paula, wie schaut's denn bei dir? Wie bringst du jetzt eigentlich Silvester? Hm? Ja, das da ja, fressen und schnupfen. Perfekt, du musst immer eine Schnuffen da. So, Schnuffen. So. Ist momentan also ein bisschen auf Krawallkurs, ne? Die sich durch den Mod so weit transalieren. Und der Mod wehrt sich halt einfach nicht, aber keiner weiß, warum sie transalieren. Ja, ja, von dir immer. So, einfach einmal schauen. Das ist mein Mikrofon, ne? Und da oben ist eine Kamera. Genau, so. Okay? Wird zauberhaft. Sehr zauberhaft. Das ist halt so extrem warm, ich weiß auch nicht. Ist dir kalt oder was? Oder war es eigentlich gar nicht so kalt? Na gut. Und die Assi schon angefangen? Normal schon, oder? Weil die hat ja gesagt, sie fangen um 2 Uhr an. Na gut, Freunde der Sonne. Paula wünscht ein frohes neues Jahr. Der Mats natürlich auch, aber der sitzt gerade im Haus und pennt. Da. Ist online, ja, perfekt. Easy. Na gut, Freunde der Sonne. Na, aber wie gesagt, God of War DLC war wirklich extrem gut. Zwischenzeitlich ein bisschen anstrengend. Also die Kämpfe teilweise, vor allem die Bosskämpfe, waren schon relativ gut knackig. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir da nächstes Jahr irgendeine Ankündigung kriegen für irgendwas. Aber das werden wir abwarten. Generell nächstes Jahr, ich habe so einige Spiele auf der Agenda, auf die ich warte. Black Myth Wukong kommt im August. Das ist vor 2 oder 3 Jahren bereits angekündigt worden und seitdem warte ich auf das Spiel, weil es unfassbar geil ausschaut. Das ist wieder mehr so Souls-like-Titel, spielt in der chinesischen Mythologie. Wird auch mal ganz interessant. Dann ein nice Dragon Ball kommt außer Sparking Zero, also sprich Tenkaichi 4. Das werden wir im Stream einmal spielen. Ob wir es dann dauerhaft im Stream spielen, das weiß ich noch nicht. Auf das spechte ich hin. Nächstes Jahr soll wohl ein nice Pokémon Remake kommen. Da halte ich mich allerdings mit meinen Erwartungen sehr, sehr bedeckt, weil ich mir nicht sicher bin, wie das wird, nachdem der Scheiß von Kamezin und Purpur rausgekommen ist. Also es sind schon ein paar Spiele-Releases, auf die ich nächstes Jahr warte. Ne? Also also selbstverständlich geht es nächstes Jahr mit der Streamerei weiter. Ist aber hoffentlich sowieso klar. Wir werden auch nächstes Jahr mal wieder einen Sekiro-Run machen. Eventuell machen wir sogar einen Platin-Run draus. Müssen wir mal schauen. Also so ein bisschen Souls-like wird nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Jetzt noch die Feiertage, jetzt noch im Jahreswechsel. Werde auf alle Fälle ein YBO sein Wunschgame noch irgendwann einzwicken und dann geht's wieder ganz normal dahin mit der Hardcore-Auslage und mit Assassin's Creed Mirage. Ne? Weil das sind so aktuell unsere 2 Hauptprojekte, die wo immer mal wieder ein wenig unterbrochen werden. Aber mit denen geht es jetzt erstmal im Januar dann weiter. Und dann müssen wir schauen, was auf uns zukommt. PS6 is coming, das kannst du voll vergessen, dass nächstes Jahr PS6 kommt.
Das kannst du voll vergessen. Wer auch immer so einen Blödsinn ins Internet gesetzt hat, das kannst du vergessen. PlayStation 5 ist gerade mit 3 Jahren alt. Vergiss den Fall. PlayStation 6 kannst du vor 2028 nicht erwarten. Ich glaube, Remakes sind besser als neue Teile, weil wenn es 5. Gen in einer Open World umwandeln, fliege ich nach Japan und scheiße einen Pokémon-Chef auf den Schädel. Ja, und ich scheiße mit dem Schubladen rein. PS5 Pro, ja, das noch eher, aber kein PlayStation 6. PlayStation 5 Pro ist schon länger im Gespräch, das stimmt. Aber PlayStation 6 kommt vor 2028, kannst du das vergessen. So, Konsolenzyklus geht um bei so 7, 8 Jahren. Also, das war ein Unding, wenn die jetzt schon PlayStation 6 bringen dann. Und im Endeffekt, wenn Microsoft oder so eine neue Konsole ankündigt, ja, was kündigen so? Xbox One in matt schwarz mit ein bisschen stärkeren Prozessor. Ja, herzlichen Glückwunsch. Spiele 100 Euro Standard Edition. Ja, genau, dann kannst du aber vergessen, dass mir jemals wieder eine Konsole kaufe. Weil, warum soll ich 100 Euro für eine Konsolenspiel ausgeben, wenn es für einen PC für einen 50er umgeht? So, auf die Art. Ja gut, die Exklusivtitel, okay. Aber wie gesagt, mit der PlayStation 6 da brauchst du so schnell nicht rechnen. Und bei einer Xbox, weiß ich nicht, wie die neue Xbox dann heißt, Xbox 2, was weiß denn ich? Das wird auch so schnell nicht passieren. Ich wünsche mir Hogwarts Legacy in VR. Boah, leck, steht mit Wi-Fi 4 mit dem Zauberstab in der Wohnung umeinander rennen. Da darf ich sogar Eintritt zahlen dafür. Da müssen wir fast hoffen, dass ILCA einen Zuschlag kriegt, dann ist das Remake sicher nah am Original dran. Naja. Wie gesagt, es ist ja momentan das Gemunkel, dass ja nächstes Jahr 2 Remakes erscheinen, und was ich nicht hoffe, weil das ist damals in die Hosen gegangen und das wird wieder in die Hosen gehen. Was nutzt Microsoft eine neue Konsole, wenn die kaum gute Exklusivtitel haben? Das ist ein absolut fairer Punkt. Die Exklusivtitel von Microsoft sind alle grottenschlecht. Die Kindern, was das angeht, was Exklusivtitel angeht, können die mit Sony nicht mithalten. In keinster Weise. Ich bin jetzt kein Fanboy von PlayStation, ich habe selber eine Xbox gehabt, ich habe nach wie vor eine, die steht direkt daneben mir, ist zwar noch eine 360, aber das ist wurscht. Aber was Exklusivtitel angeht, war Sony schon immer mehrere Nasen lang vorn. Ich weiß nicht, warum das Microsoft nicht auf die Kette kriegt. Wenn dann bloß ein Titel, ja, das war das Gescheiter. Ich darf's feiern, wenn ein Yoto Remake kam. Let's Go Yoto oder irgendwie sowas. Das darf ich brutal feiern. Ich darf sowieso instant erst mit zusammenbrechen, weil mir das einfach der Schlung hat von den Eindrücken her. Teufel sitzt im Sessel. Mike! Da ist ein Kitzpurfel! Da fliegt der Wichtel! Ja, dann fang da halt! Man merke an, Activision wurde gekauft. Ja, das mag ja alles sein, aber das heißt noch lange nicht, dass Microsoft jetzt von jetzt auf gleich brutale Exklusivbanger raushaut. Weil wenn sie es die letzten 25 Jahre nicht zusammengebracht haben, dann werden sie es in den nächsten 25 Jahren höchstwahrscheinlich auch nicht zusammenbringen. Vor allem, weil du halt sagen musst, die Exklusivtitel von Sony haben mittlerweile brutal etabliert. Ne? Nimm God of War als Beispiel. Ne? Aktuell ist zwar kein dauerhaftes Exklusivprojekt nicht von Sony, weil es ja mittlerweile auf Steam portiert wird, aber trotzdem. Nicht vergessen, Forza und Fable haben Microsoft exklusiv. 2 der meistverkauften Spiele. Ja, okay. Das mag ja alles sein, aber das sind halt einmal 2 Titel. Da hat 2 Titel, die wo von Microsoft ein wenig namhaft haben, aber dann hört es halt auch schon wieder auf. So auf die Art. Aber gut, ich meine, es ist eh jedem das sein, um Gottes Willen. Ich will jetzt da Microsoft nicht schlecht reden oder sonst was, um Gottes Willen. Weil ich bin einfach der Meinung, hauptsächlich ist es ein gutes Spiel. Wer das rausbringt, ist mir dann letztendlich wurscht. Weil, wie gesagt, ich spiele PC-Spiele, ich spiele Playstation-Spiele, ich spiele Xbox-Spiele, mir ist das wurscht. Ich will einfach Spaß an den Spielen haben. Und wer das publisht und auf welcher Konsole das läuft, ist mir erst einmal völlig egal. Let's Go Pokémon Gen 1 bis 6 Remake. Ja, das war ein wenig too much. Aber ja. Gut, Freunde der Sonne. Ich darf vorschlagen, wir lösen mal das Gewinnspiel einmal auf. Ja?
So. So, da haben wir jetzt das Glücksradl. Ne? Das sagt jetzt hoffentlich ja jeder. Alle Namen habe ich eingeschrieben. Es sind jetzt keine Namen mehr dazugekommen. Ich tue das jetzt nur noch mal schnell kurz nachschauen, damit da ja alles nied- und nagelfest ist. Kurzer Hinweis nochmal an euch. Nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Jeder von euch kann grundsätzlich nur einmal gewinnen. Ne? Also sprich, wenn jetzt einer zweimal sich ein Ticket gekauft hat und dann beim ersten gezogen wird, dann werden seine ganzen Namen automatisch rausgelöscht. Ja? Also es gibt 2 Gewinner, definitiv. Ne? Das entscheidet allerdings jetzt der komplette Zufall. Wer diesen Artikel jetzt gewinnt, das werden wir jetzt gleich sehen. Okay? Sind wir bereit? Sollen wir mal das Ziehen anfangen? Doch, du bist schon drin. Wo stehst du? Du bist auf alle Fälle da in der Liste. Irgendwo werde ich schon stehen. Keine Ahnung. Da ist er. Da bist du. Guck zu. 1 Shadow ist da. Natürlich haben wir die Leute, die 2 Tickets gekauft haben, ein wenig eine erhöhte Chance zum Gewinnen. Das ist klar. Aber jeder hat die Möglichkeit gehabt, der wo die Punkte gehabt hat. Wenn einer natürlich die Punkte nicht gehabt hat, I'm sorry. Ne? Gut, der erste Gewinner wäre dann folgende Person. Erster Gewinner ist der Ripsy. Perfekt. Ripsy, bist du noch im Chat da? Gut, dass ich nie Glück hab bei sowas. Mr. Ripsy, bist du noch da oder bist du schon dahin? Ripsy ist unser erster Gewinner. Gut, ich glaube, dass der schon dahin ist. Aber gut, dann wird der Ripsy jetzt automatisch aus dem Rad entfernt, weil der ist 2 mehreren. So, und schon steigern die Chancen wieder für andere. Ne? Ripsy ist nicht da. Macht nichts, dann wär den, oder einer von den Mods, das könnt ihr gerne anschreiben, oder wenn sie es schreibt, eine Ino, er muss mir nämlich seine Adresse zukommen lassen. Ne? Gut. Dann ziehen wir den zweiten Gewinner. Ne? Schauen wir mal, wer jetzt halt den zweiten Artikel abgreift. So, zweiter Gewinner ist dann somit Wifi! GG Wifi! Gratulation! Perfekt! Dann haben wir unsere 2 Gewinner. Wifi und Ripsy gewinnen jeweils einen Zip-Hoodie. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Perfekt. Haarscharf. Ja, der Nudel hat zappelt. Wahnsinn, wo Wifi immer alles gewinnt. Wifi, ja, den kannst du dann den Zip-Hoodie, den kannst du dann in Hogwarts kannst du dann tragen und dann kannst du sagen, du, pass auf, bei dem müsst ihr mal vorbeischauen. So quasi. Aber nice. Wifi, ich weiß, du müsstest mir bitte deine Adressname schicken. Ich habe den Chatverlauf nämlich damals aus Datenschutzgründen gelöscht, ne, wegen der Adresse. Also lass mir die Adresse bitte einfach per Privatnachricht zukommen. Und dann schmatzen wir uns einfach aus, was für einen Zip-Hoodie haben wir jetzt. Der Ripsy darf sich natürlich aus. Es gibt ja einen mit 2 verschiedenen Motive. Oder ich glaube sogar 3, weiß ich nicht. Da schauen wir uns im Merch, schaust du einfach im Merch-Shop den Zip-Hoodie an, weil einer das dann besser gefällt. Und dann sagst du mir einfach, was für einen haben wir jetzt. Und dann werde ich das nach den Feiertagen, werde ich den dann an dich verschicken. Wifi muss, glaube ich, Lotto spielen. Ja, wenn du bei sowas Glück hast, warum auch nicht? Ne? VIP-Bonus. Nein, in dem Fall nicht. Jeder hat die gleichen Chancen gehabt. Ne? Jeder hat die gleichen Chancen gehabt. Ich glaube, das Gewinnspiel so an und für sich, wie ich es jetzt gemacht habe, ist meine die fairste. Ich habe auch mehr vorher geredet. Ich glaube, das ist mit Abstand die fairste Methode, um so ein Gewinnspiel zu machen. Weil kein Sub nicht bevorteiligt ist, weil Follower nicht benachteiligt werden. Die einzigen, die halt benachteiligt haben, und das ist aber, glaube ich, auch irgendwo. Ripsy, GZ, du hast einen Zip-Hoodie gewonnen. Du hast einen Zip-Hoodie gewonnen. Lass mir bitte einfach deine Adresse zukommen
und schaust da einfach in meinem Merch-Shop an, was für ein Motiv du haben möchtest. Und dann werde ich den noch die Feiertage an dich verschicken. Ne? Was ich sagen wollte, die einzigen, die wo bei dem Gewinnspiel ein bisschen benachteiligt haben, in Anführungszeichen, sind halt Leute, die wo noch nicht so lange dabei sind. Ja, und halt Randoms. Aber ich glaube, dass man, wie gesagt, keiner Base ist, dass ich da einfach schon ein wenig schaue, dass die Leute, die wo das gewinnen können, halt ab und zu einmal im Stream da haben. Ne? Weil ich glaube, keiner von euch, oder wenn einer von euch in der Situation war, hätte, glaube ich, von euch auch keiner Bock, dass ihr ein Gewinnspiel macht und dann kommt einer in den Stream, der war bei euch noch nie da, nimmt am Gewinnspiel teil, Sound ab, verpisst sie und lasst sie nie wieder sehen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Glaube ich einmal. Ne? Wie jetzt der Cartman zum Beispiel, bei dem ist es halt ein bisschen bitter, der ist noch nicht ganz so lange dabei, ja, der hat halt jetzt halt nicht teilnehmen können. Aber beim nächsten Gewinnspiel, wenn er dabei bleibt, hat er halt eben die Chance. Ne? Das ist halt einfach, ich mag Apps an die Leute zurückgeben, die wo wirklich konstant da haben, die wo immer wieder da haben, die wo regelmäßig zuschauen, die wo regelmäßig supporten, in welcher Art und Weise ja immer. Und um das geht's mir, ja, dass die Leute von mir einmal ein bisschen was zurückkriegen. Klar, ich kann natürlich jetzt nicht 50 Merch-Artikel verlosen, weil dann kann ich insolvent anmelden, ja, privat. Aber die Geste zählt ja, bekanntlich. Ich finde das mit dem Radl und die Tickets klasse. Ja, da hat mich der Dampfi draufgebracht. Der Dampfi hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, du pass auf, hast du einen Streamerbot, dann mach das Gewinnspiel genauso wie ich. Mach's über Kanalpunkte und der Streamerbot und so und so. Da habe ich gesagt, du, sorry, ich hab noch keinen Streamerbot. Immer noch nicht. Das ist auch etwas, was ich nächstes Jahr machen will. Und dann hat er gesagt, ja, dann tragst du das manuell ein. Ja, und genau so habe ich es halt gemacht. Nicht? Mods haben den Namen mitgeschrieben. Und das Glücksradl, wie gesagt, die Chancen haben nicht für alle fair. Hey Weiber, außer mit die Diff, heute gibt's Nudeln. Den hatten wir auch noch nicht. Normalerweise macht das aber der Sei, aber gut, so vielen lieben Dank für deine 69. Dankeschön. Moment, ich konnte ja noch was donaten. Unterstehe, ich schwör's dir. Ich flippe aus, wenn jetzt du mit der Geldwerferei anfängst. Ehrlich wahr. Du hast eh schon genug getan dieses Jahr, ne? Ich möchte es gerade einmal nur gesagt haben. Bei mir steigen komischerweise... Was für dicke Steine! You down nehmer die Steine, weil ich bau Nippelklötze XD. Ja, und 100 davon kehren jetzt mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da bin ich gespannt, ob du dein Nippelklötz-Ding da fertig bringst. Aber danke für deine 100. Dankeschön. Bei mir steigen komischerweise die Punkte gerade nicht. Hab ich seit ich heute dir zuschaue. Stetig 4888 Punkte, sehr seltsam. Aktualisieren wir im Browser. Oder bist du am Prime? Am Prime-Stick am Fernseher irgendwo? Wie, es gibt einen Enton-Hintern. Das arme Enton. Das arme Enton. Browser, aktualisieren einmal. Einmal aktualisieren und wenn es dann immer noch keinen kriegst, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass wenn ich beim Stream im Hintergrund gelaufen bin, also wenn der Tab im Hintergrund war, dann hast du Pech gehabt. Weil der Tab muss aktiv sein. Weil dann sonst erkennt die Twitch nämlich irgendwann nicht mehr als Viewer an und wenn du nicht mehr als Viewer anerkannt wirst, dann kriegst du auch keine Kanalpunkte. Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, nicht, dass mir jetzt einer falsch versteht, da kann ich nichts dafür. Das ist einfach, das hat Twitch so gemacht, um die Bots irgendwie einen Riegel vorzuschirmen, keine Ahnung. Aber du musst deinen Tab aktiv haben. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hast jetzt da 5 Tabs offen und ich bin irgendwie verdeckt irgendwo, dann zeigst du irgendwann nicht mehr als Zuschauer. Nein, heute hau ich kein Pinguin die Klippen runter. Die armen Pinguine. Haben die Knierscheiben. Bei dir steigt's auch nicht. Ja gut, am Prime-Stick steigt sowieso nicht. Oder auf der Konsole. Da wirst du, das ist auch so eine ganz komische Sache von Twitch. Also du kriegst nur Kanalpunkte entweder am Handy, Tablet oder sowas, oder halt am Browser. Ich finde das gut, weil so hält ein Chat auch aktiv. Ja, genau. Definitiv. So hält ein Chat aktiv. Bist du aktiv am zweiten Monitor und ich spiele am Hauptmonitor? Dann solltest du eigentlich welche bekommen. Du kannst, was du mal machen kannst, ist, dass du den Browser mal zumachst und neu aufmachst, ja, und dann aktualisierst. Manchmal ist Twitch da einfach komisch. Da, wie gesagt, da können wir Streamer nichts dafür. Das ist manchmal einfach seltsam. Kann das am Add-on liegen? Kann's auch. Das kann durchaus möglich sein, dass das auch am Add-on liegt.
Am Handy steigt's immer, bin ja parallel am TV und am Handy zum Schreiben. Ja, dann fällt da nichts, dann ist egal. Wenn, am Handy rechnet's ganz normal mit. Oder wenn du eine Zeit lang inaktiv bist, dann kriegst du auch nichts. Das kommt auch dazu. Ich glaube, eine Stunde. Ich glaube, wenn du eine Stunde nicht aktiv im Chat bist, dann, oder irgendeine Aktivität im Stream machst, dann wirst du auch nicht mehr als Viewerzeit. Das ist von Twitch einfach dumm. Da muss man das Kind beim Namen nennen. Das ist einfach dumm von Twitch. Das ist, da schirmen sie, ich meine, dass die Bots einen Riegel vorschirmen wollen, ist ja alles schön und gut, ja. Aber dass du dann die Lurker einen Riegel auch noch vorschiebst, das ist halt einfach gnadenlos bescheuert, wenn du mich fragst. Na, weil wie oft ist man denn so, man, wie der Cartman nicht schreibt, er hat einen Stream offen und zockt nebenbei Epsi. Ja, das tun, glaube ich, 99% aller Zuschauer auf Twitch. Das mache ich auch so. Ne? Ich habe meistens, wenn ich am PC bin, irgendeinen Stream laufe, ob das jetzt der Mike, Dwifi, Yassi oder sonst irgendwer ist, wenn ich mal dazukomme, und nebenbei mache ich halt irgendwas anderes. Ne? So, hat man das Add-on deaktiviert, mal schauen, ob es was bringt. Ja, wie gesagt, probier den nächsten Stream einfach einmal ohne Add-on und dann sagst du, normalerweise sollst du dann auch deine Kanalpunkte wieder kriegen. Wie gesagt, das Thema, das ist aber halt von Twitch. Das ist halt, du musst halt in der Stunde einmal irgendwie im Stream aktiv sein, ob du jetzt eine kurze Chatnachricht schreibst oder ob du irgendeinen Alert triggerst oder sonst irgendetwas, weil sonst wirft die Twitch einfach aus der Viewerliste aus. So. Warum das so ist, fragt mich nicht, warum sie es so gemacht haben. Da hätte es bestimmt auch andere Möglichkeiten gegeben. Einfach dabei bleiben und am Chat beteiligen. Das ist sowieso der beste Support. Kostet nichts, tut nicht weh und macht Spaß. Und Dwifi trifft am Nagel wie so oft einfach auf den Kopf. Das Zuschauen, das dabei sein, das Mitfiebern, das ist das Beste, was ihr mir als Streamer oder generell bei allen anderen Streamern, was da durchkennt. Ne? Es braucht keine Subs nicht, es braucht keine Bits nicht und keine Donaterei oder sonst irgendetwas. Einfach zuschauen, am Chat mitbeteiligen. Dann tun wir uns mir unfassbar um einiges leichter, weil man halt jemanden hat, mit dem man quatscht. Ne? Ich meine, den ganzen Tag Blätter her, aber das macht es für uns Streamer einfach viel angenehmer und viel einfacher. Und das hilft uns auch unfassbar viel mehr. Ja? Weil je höher der Viewer-Count ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass neue Leute so am finden. Ne? Und somit kann halt der Kanal wachsen. Ne? Also das darf man halt nie vergessen. Nichtsdestotrotz, natürlich freut es mich und andere, wenn man Subgifts kriegt oder wenn man Resubs kriegt oder wenn einmal ein Zug opfert, ne, da braucht man überhaupt nicht diskutieren. Das freut mich genauso wie jeden anderen Streamer auch. Ne? Aber der wichtigste und einfachste Support und vor allem der Support, der wo am allerwenigsten kostet, in dem Fall gar nichts, ist einfach zuschauen. Zuschauen, am Chat teilnehmen, am Stream-Geschehen teilhaben. Das ist alles, was braucht im Endeffekt. Was mich auch stört, dass Raids nicht immer funktionieren. Wenn du am Handy bist, mal geht's nicht. Ja, das mit den Raids, das ist schon länger eine Geschichte. Ich weiß auch nicht, wo. Ich weiß auch nicht, was Twitch, dass die das nicht hinbringen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hab bisher immer das Glück gehabt, dass mir mitsagen hat, wenn ich mal irgendwo dabei war. Aber das ist halt auch scheiße. Weißt du Raids steppen und dann kann die Hälfte Leute nicht einmal mitkommen, weil es halt Twitch einfach nicht erfasst. Warum auch immer. Das ist für mich wie zusammen chillen und Film schauen. Ja, gemeinsam einfach eine gemütliche Zeit verbringen. So kannst du es eigentlich ganz gut zusammenfassen, Birgit. Bestimmt. Wozu? Oh, please stop it. Okay? Jetzt war's die letzten Wochen so schön ruhig. Ne? Es muss jetzt nicht an Silvester noch die Deutsche Bahn aktiviert werden. Ne? Please don't. Und ich habe nur einen Laptop, das ist unchillig dazu zum Schauen. Ja, ich schaue meist, also wenn ich schaue, dann meistens entweder da am PC oder am Tablet. Im seltensten Falle am Fernseher. Ha! Ich hab Kanalpunkte gekriegt. 100. Aber gut, Freunde der Sonne, jetzt passt's auf. Der nächste Stream wird sehr wahrscheinlich. Mike, ich glaube, du hast dich da mal einen Nuller vertippt. Ah, warum denn? Ich glaube, du hast dich da massivst um einen Nuller. Alter, 10 Gifted Subs, bist du komplett bescheuert? Eher Nuller zu wenig. I dare you. Ohne Scheiß.
Ich schwör's dir bei Gott. Nein, stop it! Also meines Erachtens ist das weggeschmissenes Geld. Stop it! Was hat denn jetzt irgendetwas bissen oder was? Auf ein weiteres zauberhaftes Jahr mit der Party gehen. Das musst du nicht 10 Giftsubs kosten, du Vollvogel. Was für dicke Steine! Tut. Ja, jetzt, ja, perfekt, ja, easy. Jetzt haben wir so lange ohne ausgekommen und jetzt fangen wieder irgendwer an. Mike mit euch, ich sag's euch. Mike, das hätte jetzt, also das nächste kommende Jahr, das hätte jetzt nicht 10 Giftsubs kosten müssen. Ja, aber vielen Dank, dass du an Junker, an Lucky, an Patrick, an Sprenge, an Joe, an Shadow, an Lexi, an Amari, an Sherry. Was für dicke Steine! Mehr Hobe nimmer. Sport senkt das Geld. Und Tirolerin mit Herz in die Basis gehen holz. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt alles im Chat ist, aber bitte schön bedankt senkt bei Mike und willkommen in der Basis gehen. Leute, jetzt stop it, das ist zu viel. Und der gut zu Fuß, der muss noch nachlegen, weil der mag einen Zug gar nicht verpassen. Der giftet 5 Subs an den Spätzle-Junkie, geiler Name, an den Michi, an den Willy Shakespeare, an den Captain Death und an den Narias. Oder bis auf den einen. Einen Spätzle-Junkie kenne ich jetzt nicht, aber die anderen 4, die hat er perfekt getroffen. Und der Mike hat also ziemlich jeden getroffen aus der Community, den man treffen kann. Leute, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Das hätte jetzt aber nicht, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ne? Was für dicke Steine! Mehr hab ich nimmer LUL. Du gibst jetzt gefälligst den Frieden, hast mich, weil sonst kriegen wir uns. Leute, Mike, merci nochmal für deine 42 Bits, Barbecue, merci für deine 6 Bits und sei nochmal danke für deine 100 Bits. Leute, jetzt chillt's, okay? Ich wollte jetzt eigentlich gerade offline gehen. Ne? Das habt ihr jetzt wieder dezent hinausgezögert. Ne? Das habt ihr wieder ganz, ganz glorreich hingebracht. Jetzt ist Halunken. Ist Bazin ist. Ist Bazin ist. Das habt ihr wieder ganz glorreich hingebracht jetzt da. Auf den letzten Meter. Vielen lieben Dank. Dankeschön für den ganzen Support. Gerade reden wir noch vom kostenlosen Support. Ne? Zuschauen und einfach Freude haben. Was für dicke Steine! Okay. Unhob I no GFUNDN. Sagst du die, was da alles unter der Couch liegt, gell? Versteh's nicht. Pummeluff will ein Feuerwerk. Ja, da hat's jetzt gerade ein paar Pummeluffs zerrissen, wenn du mich fragst. Gut zu Fuß, danke für deine 200 Bits. Leute, jetzt chillt's halt bitte. Das muss jetzt nicht sein. Ich wollt doch offline gehen. Was ist mit euch? Mein Abo kriegst du erst morgen wieder. Ja, perfekt, jetzt fang die du auch noch als rechtfertigen, dass du mir jetzt heute kein Sub nicht geben kannst, oder? Also wenn die Community nicht geschubst ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also es gibt keine Community nicht auf Twitch, die wo geschubster ist, als wir ist. Das muss vielleicht bei der Gelegenheit auch mal dazu gesagt werden. Ja? Laut waren wir auch noch nicht, oder? Wenn's jetzt dein Welcome-Sound meinst, nein, laut waren wir noch der Jetzt waren wir laut. Ja, das ist zauberhaft. Ja. An Silvester muss man Gaudi machen können. Auf jeden Fall. Die Geschenkabos werden durch Zufall ausgewählt, wusste ich auch nicht. Gerade nachgeschaut. Du kannst wenn du einen Sub giftest, glaube ich, also bei einem war es sicher. Bei einem war es sicher. Wenn du einen Sub giftest, kannst du den Namen auswählen. Wenn du 10 Subs giftest, zum Beispiel, so wie es der Mike gerade eben da hat, oder der Gut zu Fuß mit seinen 5, da weiß ich jetzt nicht, ob du da jeden Namen einzeln auswählen kannst. Bin jetzt ehrlich gesagt, möchte ich jetzt nichts behaupten, was nicht stimmt. Ja, also bei einem Sub weiß ich sicher, da kannst du einen Benutzer auswählen, aber wie es bei mehreren Subs ist, weiß ich nicht. Aber sonst sind es zufällig, ja. Aber halt nur Leute, die ich glaube, mindestens Follower haben, meine ich, oder die, wo gerade eben im Stream hockern. Möglicherweise. Solange man nichts bricht, bin ich gern geschubst. Nein, wenn man geschubst ist, dann bricht man sich nichts. Das hört sich aber so raubauzig an, aber geschubst sein heißt im Endeffekt eine coole Sauser. Ne? So auf die Art. Ne? Also Brecher tust du da hoffentlich nichts. Und wenn du da was brichst, dann bist du nicht mehr geschubst, dann bist du, keine Ahnung, tot. Weiß ich nicht. Lucky sitzt nicht im Stream. Ja, weil er Follower ist. Du kannst das für die persönlich ausschalten, dass da jemand Subs giften kann. Gibt es Streamer, die das tun?
Ist die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle? Das ist die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Echt? Okay. Ja, ich mein, der Dell hat das für sich ausgeschaltet. Ja, okay, gut, Moment einmal. Das macht, du weißt jetzt, einen Dell ansprichst, da macht es wahrscheinlich sogar Sinn, weil der denkt sich halt, Alter, ich gehe, keine Ahnung, einmal im Jahr live. Kann ich verstehen. Kann ich irgendwo verstehen, wenn man nur ein- oder zweimal im Jahr live ist, dass man halt dann das nicht mag. Ne? Dass man sagt, hey, die sollen jetzt nicht einen Haufen Geld da lassen oder was weiß ich. Das kann ich verstehen. Aber so als aktiver Streamer so jetzt auf die Art? Nein, nicht so. Okay. Das muss jeder... Ach so, dass er kann... Ach so, ja, jetzt haben wir beieinander. Ah, okay. Ja, gut. Ja, okay, ja, gut. Das macht... Ja. Okay, verstehe ich jetzt nicht, warum man... Ja, gut, muss jeder für sich selber wissen im Endeffekt. Aber gut, das darf jetzt ich zum Beispiel nicht ausschalten, weil... Bei den Leuten, wo ich im Stream bin, da bin ich dann gern Sub, so auf die Art, ne? Aber das ist jetzt selbst, das darf jetzt ich nicht verstehen, warum soll ich das ausschalten? Ich kann es jetzt verstehen, dass man im Stream, wenn man jetzt ein Creator ist und halt nur ein-, zweimal im Jahr live ist, dass man das dann nicht will, weil hätte ich glaube ich auch schlechtes Gewissen. Aber dass ich jetzt ausschalte, dass ich bei keinem anderen einen Subgift kriegen kann? Keine Ahnung. Sigi hat es auch ausgestellt. Wie jetzt? Du kannst jetzt zum Beispiel, dir kann jetzt bei mir auf dem Kanal keiner einen Sub giften, oder wie sehe ich das? Ich krieg oft Subs von Channel, wo ich 2 Minuten zugeschaut habe, da denke ich mir manchmal, hätte es nicht braucht. Ja, das ist halt dann, da wirst du halt zufällig mit ausgewählt, ne? Das habe ich auch. Ja? Ich bin jetzt auch mal bei einem, ich habe auch vor ein paar Wochen einen Sub gekriegt von einer chinesischen Streamerin. Ja, herzlichen Glückwunsch, weil wenn ich das so viel verstehe, oder? Ich habe zwar viel Reis in der Birne ab und zu, aber ne, so bewandert bin ich mit der Sprache dann auch wieder nicht. Bei den Leuten, wo ich follow, kriege ich immer noch Subgifts. Nur bei Leuten, denen ich nicht folge, kriege ich keinen. Ja gut, das macht Sinn. Das macht Sinn. Das kann man maximal noch vorstellen, dass ich das einstelle. Dass ich nicht mehr von random Streamer, die wo ich nicht kenne, einen Subgift kriege. Deswegen folgt der Dell niemandem. Nicht mal was, der folgt dir auch nicht? Ernsthaft? Wie, und der ist Mod bei dir? Ja gut, aber wie gesagt, da hat halt jeder wohl seine eigene Einstellung, um Gottes Willen. Also, ich möchte jetzt da jetzt nie irgendjemanden schlechteren wollen. It's a Dell thing. Der Dell hat ein Dane. Streamst du morgen? Ja, dazu war jetzt eigentlich gekommen, bevor die Eskalation da stattgefunden hat. Morgen hängt es massivst davon ab, wie mein Gemütszustand ist. Ne? Ich vermute einmal eher nicht. Ne? Ich werde morgen wahrscheinlich einmal eher nicht streamen. Es kann sein, dass ich spontan am Nachmittag streame. Ich glaub's, aber stellt euch mal darauf ein, dass morgen kein Stream stattfinden wird. Ne? Also morgen gibt's eher keinen Stream. Ich habe einen Dell follow und da bin ich auch sehr stolz. Der hat mir mal jetzt weißt du, sagst doch, der hat mir auch mal gefollowt nach dem Raid von Mike, aber er hat mir wieder unfollowed. Einen Stream später oder so. Was auch voll okay ist, es ist überhaupt kein Stress nicht. Aber beim Dell kann ich es verstehen, der versteht kein Brickel nicht, was ich rede, abgesehen davon. Also wie gesagt, morgen ist wahrscheinlich kein Stream. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Nacht heute wird lange werden, da wird es wahrscheinlich 2, 3, 4 in der Früh. Und ich werde morgen wahrscheinlich so einen fetzen Schädel haben, dass ich sage, Brudi, ich kann nicht einmal gerade ausschauen, ich werde nicht online gehen können. Sehr wahrscheinlich nicht. Der nächste Stream ist dann, wie gehabt, am wahrscheinlich Mittwoch. Ich weiß jetzt nicht, der Dampf ist in den Niederlanden, oder? Wie lange ist er in den Niederlanden? Zumindest habe ich auf Instagram gesehen, dass er in den Niederlanden ist. Ich glaube, der versteht mehr, wie du meinst inzwischen. Ja, gut, ja, durch den Mike kannst du schon sagen, das stimmt schon. Ich verabschiede mich, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr. Bis bald. Eloy, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du so lange dabei warst. Ich wünsche dir natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleib gesund und hoffentlich hören wir uns im kommenden Jahr wieder. Dankeschön. Und dir natürlich auch, Cartman. Dasselbe auch an dich. Danke fürs Dasein und einen guten Rutsch. Eng beiden. Ja, kommt's gut um und passt auf euch auf. Was lernen wir daraus? Ein Follow vom Dell ist mehr wert als jeder Hype-Trend. It's kinda Dell thing. Wohl oder übel.
Delbos schreibt ab und zu Deutsch in den Chat. Ja, das habe ich beim Mike schon gesehen, das stimmt. Ab und zu haut er wieder einen raus auf Deutsch. Ja, aber gut. Na, wie gesagt, steigt mal darauf ein, dass wir am Mittwoch den nächsten Stream haben. Wie gesagt, sollte der Dampf noch im Urlaub sein, am Dienstag kann es auch sein, dass ich Dienstagabend live gehe. Ich weiß es. Nein, Schmarrn, Dienstagabend gehe ich nicht live, vergisst den Fall, was ich gerade gesagt habe. Also nächster Stream ist wahrscheinlich am Mittwoch dann, wie gehabt. Mit was wir dann weiter tun, weiß ich noch nicht. Entweder mit Assassin's Creed oder eventuell Nuzlocke und mit dem YBO werde ich mich noch zusammenschreiben bezüglich am Wochenende, da spielen wir dann sein Wunschgame endlich einmal. Ne? Ist auch schon 2 Monate her, dass er das requested hat. Da schauen wir uns dann irgendein Devil May Cry einmal an. Ne? Das ist ein Hack and Slay. So. Genau. Aber so ist jetzt erst einmal der Plan. Also morgen sehr wahrscheinlich nichts. Kann, wie gesagt, sein, dass ich spontan doch irgendwann daherkomme. Aber wahrscheinlich eh gar nicht. Aber da sage ich dann in Discord Bescheid. Ne? As always. Ne? Ausrufezeichen Discord, wer noch nicht drauf ist. Wenn du noch nicht drauf bist, dann schreibst jetzt Ausrufezeichen Discord in meinen Chat. Gehst auf meinen Discord-Server, bestätigst, dass du die Regeln gelesen hast und dann bist du voll dabei. Ja? Weil du kriegst nämlich alles mit, was mich und meinen Stream betrifft. An was für ein Tag ich live gehe, was für Uhrzeit, was für später gespielt wird. Da weißt du Bescheid. Und wenn du jetzt gerade das erste oder das wiederholte Male da bist und immer noch nicht auf den Following-Button gedrückt hast, weil der kostet dir nämlich nichts, dann tust du das bitte jetzt, weil das darf mir ganz schwer helfen und darf mir unfassbar viel Spaß machen. Ne? Lies of P hätten wir auch noch. Lies of P ist raus, weil da ist mein Spielstand flöten gegangen und ich spiele das nicht mehr nach. Lies of P kommt vielleicht irgendwann noch mal ganz von vorn, aber momentan ist Lies of P raus, weil da hat Steam, aus welchem Grund auch immer, meinen Spielstand geschrottet. Beziehungsweise nicht Steam, sondern der Game Pass. Mein Speicherstand kann nicht mehr abgerufen werden. Und dann habe ich gesagt, nö du. Nuzlocke Sigi Hype. Ja, ich muss mal schauen, was man spendet. Wahrscheinlich sogar Nuzlocke, weil Assassin's Creed haben wir vor der God of War Blutgerätsche noch gespielt gehabt. Mal schauen. Aber gut, so, Brenne der Sonne. Dann sage ich vielen lieben Dank für das Twitch-Jahr 2023. Heuer war doch deutlich mehr los, als ich das gedacht habe. Es war viel in meinem Real Life los, ja, mit der Umbauerei und der Umreißerei. Die wird noch jetzt 2-3 Monate so ein bisschen dahingehen. Trotz allem vielen Dank für das ganze Jahr, fürs Dosa, fürs Supporten, in welcher Art und Weise auch immer. Immer wieder fürs Zuschauen, für Rückendeckung und alles weiter und so fort. Dass ich das nach wie vor andort. Oder das nach wie vor da hat. Das freut mich unfassbar stark. Ich hätte mir nie gedacht, dass das einmal 3 Jahre in Folge so läuft. Ne? Ist ja nicht so, dass das irgendwann einmal abgeflacht war, sondern es geht irgendwie seit 3 Jahren so oder teilweise sogar ein wenig steil dahin. Ich bin gespannt, was 2024 mit sich bringt. Ne? Sowohl als Streamer-Sicht, als auch als Zuschauer, als auch als Privatperson. Es wird 2024 einiges bei mir anstehen. Der Umzug. Ich möchte mir nächstes Jahr eventuell ein neues Auto kaufen. Nächstes Jahr ist Metallica-Konzert. Also es ist vieles, worauf ich mich 2024 freue. Und worauf ich mich auch freue, ist auf die Party gehen. Ja? Also wenn das wieder halbwegs so witzig wird wie heuer, du Brudi, dann sage ich das ganz ehrlich, dann machen wir das nur ein paar Jahre. Ne? Sofern nicht irgendwie gesundheitlich oder irgendwas Einschneidendes da dazwischen kommt. Sage ich jetzt ehrlich gesagt momentan keinen Grund, das an den Nagel zu hängen. Ne? Also ich hab Bock drauf und ihr habt hoffentlich nächstes Jahr an Ort und Stelle auch wieder dabei. Ne? Das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Schon mal vorsorglich für 2024 frohe Ostern und einen guten Rutsch für frohe Ostern. Ja, da haben wir noch ein wenig weg, aber merci dir. Schön war es ein zauberhaftes Jahr, geht zu Ende auf ein neues zauberhaftes Jahr. Ab morgen euch alle einen guten Rutsch, kommt's gut rum, bleibt gesund und passt auf euch auf. Am Anfang bin ich noch gezwungen worden, mittlerweile schaue ich freiwillig zu. Auf derjenige fühlt sich auch ja, weiß ich nicht, der Charme der Party-Gang hat dich in den Bann gezogen, Mescalin. Ja, aber das ist gut so. Aber das ist gut so. Leute, ich wünsche euch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Gesundheit, viel Glück. Schaut, dass gesund bleibt, das ist das Allerwichtigste. Schaut auch heute ein wenig auf, wo ihr euch auch immer aufhaltet, ob es in euren privaten Kreise ist, ob es fortgeht oder sonst etwas. Übertreibt es nicht stark mit dem Dringer. Ne? Ich werde zwar heute auch das eine oder andere Glas zu mir nehmen, aber passt auf euch auf, kommt gut in das neue Jahr 2024, sind gerade noch ein paar Stunden. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn ich dann im neuen Jahr
wieder hier an Ort und Stelle begrüßen darf. Ja? Wir gehen jetzt zur Yassi. Ich glaube, das ist eh klar. Die hat die hat schon wieder massive Witcher-Sucht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich verstehe die Frage nicht. Wir gehen mal zur Yassi. Die war auch eine lange Zeit jetzt da heute im Stream. Der Red Command ist im Chat. Ihr wisst es eh, wie es läuft. Wer die Yassi nicht kennt, Follow ist Pflicht. So ging wie es ist. Die macht unfassbar guten Content. Momentan ist die absolut in der Witcher-Sucht gefangen. Also bitte lasst sie ein bisschen Liebe da, die kommt aus Österreich, ist Teil der Bubble, macht unfassbar guten Content und abwechslungsreichen Content. Also ein Follow ist das Mindeste bei ihr, okay? In diesem Sinne, danke für euch heute im Stream-Namen, für den ganzen Support und danke für das ganze Jahr einfach nochmal. Ja? In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei der Yassi, einen schönen Nachmittag euch, einen schönen Abend euch und wir hören uns dann im Jahr 2024 wieder. Jetzt ein bisschen surreal, aber haben ja gerade mal ein paar Stunden. Okay? In diesem Sinne, Leute, haut euch eine. Danke nochmal für euch und bis nächstes Jahr. Wird euch. Ah ja, und die Gewinner. Schreibt mir auf Discord einen Wunsch. Okay? Also, was genau haben wollt. Beziehungsweise ich schreibe morgen einfach so. Passt schon. Haut euch eine. Servus.